Habt ihr gewusst, dass man auf YouTube jetzt in die ersten 15 Sekunden nicht mehr fluchen darf? Nee. Hast du Uhr? Ja. Ja, keine Sekunden, gell? Nein. Und zähl ich nicht selber. Haben wir ungefähr 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fotze! Habe die Ehre! Ich bin's, der Birger, das ist der Conny. Hallo. Der ist jetzt behindert, das ist der Florian. Ich bin auch behindert. Der ist immer noch behindert. Und das ist Speziwirtschaft. Irgendwann zerreißt du in das Fläschel. Ja, ich soll jetzt halt nicht mit dem aufmachen. Irgendwo so. Warum wirft man das immer und irgendwo unter den Tisch Jetzt ein? immer den Kopf werfen. Ja, jetzt liegt's Ich da. heb's nicht auf. Jetzt schrei ich nicht so an. Wenn ich angeschrieben werde, möchte ich mit der Freundin fort. Also, du hast eine Freundin. Ja, ich möchte aber danach wird er meistens so geschrien. Ja. Fick dich, keine. Ja, ich kann's nicht. Ich kann nicht. Geh wieder zum Nachbarn. Ich überzeug weiter und du holst dir deine Befriedigung woanders. Dafür gibt's Ast rein. Ja, geil. Für das haben wir nicht gezahlt worden. Scheiße. Du vielleicht nicht. Wir halten uns ja mittlerweile ziemlich genau daran, dass wir immer nur im 2-Wochen-Takt zusammensitzen, damit wir was zum Schmatzen haben. Das random Thema kommt doch nicht von selber. Habt's denn drin die letzten 2 Wochen? Ich bin mit der Couch verwachsen. Und hab mir dann in Ruhe mal an Aiwanger sein Twitter-Profil zu Gemüte geführt. Also ich weiß nicht, wie pervers das ist, aber das ist ja nicht normal. Also Aiwanger, ich hab's jetzt bei mir im Podcast auch schon als Walleck dabei gehabt, weil das ist pures Comedy-Gold, den sein Twitter-Profil. Habt ihr das Twitter? Nein. Also du hast ich also- hab Twitter, aber ich nimm's halt nicht her. Ja, schau, weil da nimm's mal ist dafür her. Schau dir der einfach Abschaum an- der Menschheit unterwegs. Ja, schau dir den sein Ding. Das ist, also, ich hab schon gesagt, ich glaube, dass ein Böhmermann, dass der seine Beiträge schreibt, weil das ist Satire-Gold. Das hätte ich jetzt gerade gesagt, so dass ich nicht glaube, dass er die selber schreibt, sondern dass Doch, da doch. vielleicht jemand ist, Nein, der wenn du das liest und du weißt, wie er redet, erinnert dich mal an die Corona-Zeit, Ja, das heißt ja. dort mit Bezugsperson 1,5 Meter, dann hast du eine 45 Meter lange Bank, damit du da mit 16 Leuten sitzen kannst, bla bla bla. Und genau so schauen seine Tweets auch aus. Das ist super. Das ist einfach nur Wirtshauspolemik, was er da die ganze Zeit da. Was anderes ist das gar nicht. Völlig reaktionär. Also richtig geil, richtig geil. Immer nur auf alles schimpfen. Ich bin dagegen, Aiwanger ist dagegen. Jeder Post geht über so los mit Aiwanger ist dagegen, ich bin dagegen, ich habe es satt. Dann hat er einen Post drinnen, jetzt hat eben gehabt, auch das bin ich drauf gekommen, aber da muss ich mir mehrere anschauen. Da hat er dann auf vegan und so weiter geschimpft, weil ja jetzt, glaube ich, irgendeine Sorte von Ungeziefer, Käfer gefressen ist jetzt halt als Lebensmittelpulververwertung. Ja. Und dann hat er sich mal jetzt aufgeregt und schiebt es auf die Veganer. Und dann sagt, das sind auch Tiere und Veganer essen keine Tiere. Es ist scheißegal, ob es ein Facke ist oder eine Kuh ist oder ob es immer Heuschrecke ist. Egal, mal unser Fleisch vergiften. Ja, genau. Weil das dann, Alter, Ungeziefer. lies halt erst noch mal drüber, bevor es auf Tweets senden. Aber na, wollte ja nicht. Wollte nicht. Oder denk Aber- noch mal drüber nach, was du da schreibst, vielleicht, ich weiß es auch Aber nicht. kann ich nur empfehlen, Aiwanger sein Twitter-Profil Comedy Gold. Unglaublich. Das erklärt jetzt halt auch dieses Meme, das bei mir im Discord, ich weiß nicht mehr wer, irgendjemand hat das da reingepostet, er wünscht einem jeden Lebensmittelkonzern, der Insekten in sein Essen mischt, schnelle Insolvenz. Und ich bin so da gesessen und habe überhaupt nicht kapiert, um was es überhaupt geht. Aber ich denke, hat er, also normalerweise wirklich jedes Meme, das da reinpostet, mit irgendeiner Reaction drin, Ja. da irgendetwas und das gar nichts. Ich glaube, da ist mehrere Leute sogar so, was? Ja, ich glaube, das Warum? ist, die dürfen So jetzt Mehlwürmer, ja, Mehlwürmer und Heuschrecken, irgendwie sowas, ja. Und die werden dann, glaube ich, drückt und so ein Pulver verarbeitet, damit das dann auch noch mal irgend so Proteinquelle Dieser ist. oder so. Proteinzeug, ja. Die sind ja eigentlich wirklich gesund, die Sachen. Ja, auf alle. Das aber ist ich dachte ja- halt so in einem, ich mag nicht sagen rohen Zustand, ist ja nicht roh, aber in dem Zustand, da die sind nicht essen, die kannst du nicht anschauen. Ich aber habe das einmal glaub, vor Pulver 15, oder so. vor 15 Jahren bei Galileo habe ich da mal einen Bericht gesehen, als das erste Mal so ganz vereinzelt irgendwo in Deutschland ausprobiert worden ist und die haben das halt dann frittiert und in Salate mit eingemischt. Und der hat das gestern und hat gesagt, das ist voll geil, das ist schön knusprig, schmeckt als jetzt Chips im Salat. Und da haben wir schon Ja, gedacht, Wie richtig war geil man, das schmecken, war, aber- das, probieren. das ist noch nicht so unfassbar lang her, da war in Straubing im Food Festival und da war ein Malzzeug da und da waren auch ein paar so Standeltoten, die Heuschrecken und Mehlwürmer und Maden und keine Ahnung, wenn sie einen Insektenscheiß verkauft haben, da haben wir hingefahren. Da haben wir so Schwierzel. Habe ich mir so eine Schüssel voll gekauft. Ich weiß nicht mehr, was das alles war. Mehlwürmer und Heuschrecken und Grillen und was weiß waren ich. die auch dann Braun oder wie? Oder? Die waren frittiert, glaube ich. Geil. Ich sag das, wie es ist, die schmecken einfach wirklich gut. Ja, Logo schmeckt das glaube, gut. ja, Vor allem, aber- wenn es frittiert ist. Du kannst Kackwürstel frittieren. Und Ja, schmeckt aber da dann hab ich geil. also- Du kannst Kackwürstel Nein, ich könnte es frittieren. nicht so bei Tieren, die wollen anschauen. Das ist genauso, wenn ich so Fischplatten im Urlaub Ja. ist oder so. Da brauche ich mal jemanden, der wo vorher den Kopf abmacht. Also es ist keine Ahnung Der so. wo, oder wie?
Nein, aber jetzt dann unter die Kipftrohan, die kann ich so nicht essen. Schlimm ist, wenn es so ein bisschen den Mund bewegt. Ja, aber du meinst, dass die den Mehlwurm anschaut? Freilich. Nicht der Mehlwurm nicht, aber so Heuschrecken oder vor allem mit den Fühler, die Die sind ja nicht, Die haben halt da teilweise Ja, nicht mehr die Kleinen dran. Weil ich hab mal, wenn's dann da... schau mir die an! Nicht die Heischneider, die fetten Langer, sondern so eine richtig große Grille. Hat mit Sicherheit schon mal jemand auch in der Wohnung drin gehabt. Also Gottesanbeter. Ja. Und die wenn hinhauen und du tust die weg. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist lebendig ja so. Warum ich das weiß, das erkläre ich jetzt lieber nicht, sonst will ich vielleicht eingesperrt. Die wenn, ohne Scheiß, du wenn die langen Hupfhaxen, die so hinten rausstehen. Ja, Hupfhaxen, Die wenn so du der fachmännische, wissenschaftliche, Das ist, glaub ich, sogar lateinische Begriff ist Hupfhaxen. Die wenn du bloß antüpfest, fallen die sofort runter. Das sind sie aber selber schon wieder. Das heißt, wenn die Dinger frittiert sind, die kommen ohne die Haxen. Okay. Dann kann ich Du kriegst Haxen. extra das Aber Beilage. was bei Heuschrecken auch der Fall ist, bei den Kleinen zumindest, habe ich gehört, wenn die einen Kopf verlieren, ist wie bei Hühner, die springen halt nur weiter. Ja. Aber die Den Freiinsekten, wenn du hast schon mal einen Wurm in der Mitte auseinandergehauen, die laufen ein, zwei das verschiedene werden Richtungen. dann zwei. Ja, so vermehren Aus sie die. eins macht zwei. Das ist Zellteilung des gemeinen Regenwurms. Ja. Jetzt sind wir bei PCBio gekommen. Was war das gleich wieder? Physik, Chemie, Biologie. Genau. Das habe ich nicht gehabt, diese Scheißdrecksfächer, ich habe einfach nur Biologie gehabt. Ja, und das anscheinend auch nicht, sonst hättest du wissen, dass du nicht Hupfhaxen heißt. Ja, wie heißt denn dann, erkannter Fachmann? Deus et Hupfhax. Dius et Hupfacus artis Ja, das hört sich im Erlatein noch mortalis. unter Maul. Ja. Aber ich darf es auch gerne mal probieren. Da, Also ungelogen, Ja, natürlich ja. der erste da so reingegangen und leck, Alter. Ja. Du hast es dann hast du es im Mund, es hat weder irgendwie ein ekelhaftes Mundgefühl, schmeckt wie warme Nüssen. Keine Ahnung, schmeckt nach Nuss, nach Fett, nach frittiert halt einfach. Nach Ja. fetter Nuss. Und du bist ohne Scheiß, das war vielleicht so ein Heifall, so halb die Hände voll. Du bist so pappensatt, das ist brutal. Ja. Da bin ich da gekommen und ich kann nichts mehr fressen. Und ich kann echt viel fressen. Okay. Okay. sag mal, du fettes Stück Scheiße. Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich ist der Running Gag der schnellste Speziwirtschaft-T-Shirt. der fühlst Weil, Was halt asozial ist, wenn es dann mal wieder so Berichte über so asiatische Märkte sechst, wo sie dann Das lebendige geht zweit. alle Spinnen Skorpione aus und und Spinnen. Skorpione. Komm ja auf. Ich kann mir, Frittier's halt wenigstens. wenn ich droh, wenn so Taranteln und so einen Scheißdreck fressen, da wo wirklich nur, also in einer Heuschrecke und so einem Mehlwurm ist auch nur Gatsch drin. Aber der ist kleiner, weniger und wenn ich da eine beiß, habe ich nicht das ganze Maul vorher. Ah, mir beidelt so viel auf jetzt. Ja, da kann ich, das geht überhaupt nicht. So Ja. Skorpione und Taranteln und Schlangen, da die alles, was am Scheißen. Kopf Die hat so Nein, jetzt ist weg. Schlangen habe ich auch nicht probiert. Die hätte es mal gegeben da im Rainbow, da war ich früher bei so Metalboarzen in Zäufing. Und der hat einmal im Monat oder so hätte der Klapperschlange Ich hätte angeboten. jetzt auch auf Klapperschlangen Aber ich habe getippt, das nie probiert. Ich wollte es mal probieren, aber jeder von uns wollte es Was auch probieren, noch aber cool niemand. ist, Ich glaube das nicht. Was auch cool ist beim Chinesen, diese Froschschenkel. Die habe ich auch noch nicht Das probiert. ist schon richtig cool, weil die Hab ich noch nimmst nie halt dann, die gegessen. haben dann eine Wirbelsäule, nimmst die dann und dann halt nur die Vierst droh und die schmeckt richtig gut und das zweite... Die frisst schon. Ja, das ist halt kein Kopf droh, das sind nur vier. Und wenn du die dann so nimmst und dann so einen Tee tust, dann wackelt das so. Das ist dann so... Das ist richtig geil. Das ist Leichenschändung, was Froschschenkel, du ja. tust. Das ist Froschschenkel haben aber schon lang. Ja, die Also gibt's ja so schon lang, ja, ja. akzeptiert, sag ich jetzt mal. Ja, Genauso wie Franz- Schnecken. Franzosenscheiß ist Keine das. Schon mit Schnecken gerissen? Weinbergschnecken? Nein. In Kräuter- Nein, ich wollte und überlegen. Knoblauch-Buttersoße. Ich mache nee. An manche Schnecken Ass-Eating. Oh Mann. Ah, jetzt, Geht's jetzt wieder über Freundin oder wegen... Die Folge mit der Freundin ist das nächste Mal gar nicht, das ist nicht spoilern. Damn it! Das war aber gar nicht Freundin. Was gibt es sonst für ekelhafte Essen? Alles mit Kopf. Alles mit Alles was an Kopf, da kannst du Fuck gerne nicht essen. Der Sparfuck gewinnt am Feierkreisel, der jeder läuft so sauber und du sagst, Wobei, so, Nein, ich nehme halt dann ein Stückchen vom Arsch. da muss ich aber auch sagen, irgendwie ist es schon gestört. Einfach, wenn es also so ganz Ja. mit Kopf und alles ist so ein Ding, das Ja. ist irgendwie, das habe ich schon immer, weil ich esse zwar noch Fleisch, aber nicht so viel, aber das habe ich schon immer, als ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, dann haben wir schon mal gedacht, irgendwie ist es pervers. Einfach da das Ding, Stang durchs Arschloch aus dem Maul raus,
Ja, Aber Du musst du dir mir noch vorstellen, schön Apfel aber ja genau, Du musst ja im aber Prinzip, künstlich. ich bin ein absoluter Fleischfetischist, stimme aber zu, das macht immer irgendwie, irgendwie ist geil und irgendwie ist seltsam, wenn das ganze Stücke Fackel an dem Spießtruh hängt und sie da 5 Stunden lang im Kreis dreht und du dir denkst, Alter, das ist vor 5 Stunden nochmal angelaufen. Ja, genau. Das ist irgendwie... Da habe ich lieber mein ja. gesichtsloses Filetstückerl irgendwo, das ist mir dann Ja, das ist aber eine schöne Angriffsfläche für jeden militanten Veganer, der da sagt so, muss das ja aus der Tiefkühle kommen oder was? Also, na, aber ist mir egal. ja, das Schmeckt geil, was soll ich machen? Das ist krass, in Rock im Park gibt es so wie einen Ochsen. Und den Ja. sie in der Früh hin und das ist ein Riesenviech, Das da haben sie wo du im- denkst, Alter, da kannst du das ganze Festival ernähren davon. Und da hängt halt der ganze Ochs dran. Das schaut auch sehr Das haben sie in seltsam Eicherdorf aus einfach. im Brauereifest haben sie das auch. Ja, im Volksfest haben sie in Straubing, ja. Echt? Haben sie auch einen Ochsen? Ja. Habe ich noch nie. Ja, stimmt, der Ochsenbraterei? Ochsenbrater, Ja, ja, stimmt. Ich komme meistens aus dem Bierzelt raus. Weiß nicht, aber trotzdem ist mir Das ist das... ja direkt am BZ. Da habe ich es, glaube ich, das erste Mal gesehen, wie ich das erste Mal in Rock im Park war und dann habe ich das Ochsenviech da gesehen, das habe ich vorher noch nie gesehen und ich dachte, lecker, Alter. What the fuck? Geb Haxen. Geb Haxen. Ganze, bitte. Wenn wir jetzt von scheiß Köpfen wegkommen, von Essen, das passt Nein, nämlich ist das gar ein nicht. schönes Thema. Nein, das ist so richtig was ekelhaft. Zur Zuschauerfrage. Achtung, was ist das Exotischste, was ihr mal gegessen habt? Bitte in die YouTube-Videokommentare, weil da liest man es 100%ig. Aber wenn wir vielleicht nicht alle beantworten, weil sonst kriege ich irgendwann noch meinen Schlaganfall, wenn ich 2 Kanäle nur noch beantworte, dann flippe ich irgendwann aus. Machst du dann? Ich schaue mir drunter ab. Unter jeden Halt dein Maul. einzelnen. Halt dein Maul. Halt dein Maul, halt dein Maul, halt dein Maul. Ich habe mal das und das gegessen, das ist mir scheißegal, ich Hat habe keine Lebensgeschichte. dich irgendjemand gefragt, was gegessen hast du morgen? Ja, der Bierger, ist mir scheißegal. Mann, das sind rhetorische Fragen, die wir hier stellen. Du Kein Idiot. Mensch mehr im Kommentar. Fickt euch, Leute. Kommentar, das ist das allerletzte. Scheiß Kommentiererei, da muss ich noch lesen. He. Ist das Nosenramme? Was? Nosenramme, ist das die? Kennst du Leute, die das dann? Ich kenne Leute, die stehen, ja, Oh, aber ich nein. hab Ich glaube, da verstanden. gibt Das ist aber übrigens sehr viel. der Bürgerin ihr Kryptonit des Rots. Wenn irgendwas... Schneid's noch einen Schmetterling nicht sagen. Ja, guck mal, Das war der absolute Overkill, aber es klang da schon der. Finger in die Nase und dann... Du musst ihren Nosen einfahren und dann über den Mund drüber fahren. Das ist einfach ein ganz lustiger Witz. Das ist immer ein guter Witz. Sehr schön. Ich hab da einen Bekannten gehabt, den kennst du auch. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Alter, aber der hör auf damit und dann so richtig genüsslich, weißt du, mit dem kleinen Finger, dass er ja weit aufkommt und auch die tiefste Höhle erforscht. Wenn du den Nosenramme außerziehst, den du hinten im Hals spürst, Ja, genau. wie er rauskommt. Genau. So, die darf ihn. Und dann- dann entweder diesen wie er oder so, was ist das nächste und dann sieht es eingeschmiert. Ja, gut. Da wollen wir denken, du asozialer Hurensohn. Ich mag ja gar nicht Wir haben ja schon wissen, 15 Sekunden im Video, da kann man fluchen, wenn wir wollen. Asozialer Hurensohn, das Kacknudel. ich mag ja gar nicht wissen, wie viel Popel, natürlich neben Kaugummi, unter so Schülbingern und so kleben. Ja. Weil immer, immer. Ja, Logo. Was ist das sonst in der Schule? Man macht man das Gesicht. Weil wir gerade noch beim Essen waren, hat es nicht auch in Landshut, da war das bei uns so, das Auto müssen wir mal hinfahren, da hat es einen Mongolen gegeben, der hat Ah, auch ja. sämtlichen Scheißdreck gehabt. Ja, die haben doch Irgendwie alle Strauß Zugspannung, und Krokodil und ja, aber das- Schlangen, glaube ich, wahrscheinlich auch. Solche exotischen Dinge, sowas meine ich. Da Da war- habe ich mal Krokodil gegessen. Einmal. Und? Schmeckt. Es schmeckt tatsächlich so, wie das Klischee, wie sie es alle beantworten, schmeckt nach Kickerl. Wenn Ja, es ein das- Kickerl frisst, genau das Gleiche. Deswegen hat mich das nie interessiert, weil ich habe das auch verehrt immer gesagt, da müssen wir mal hier, das müssen wir mal probieren. Und nein, was interessiert mich Ist nicht? Was nichts interessiert Besonderes. mir Krokodil, was interessiert mir Strauß, warum sollte ich das essen wollen? Das Das ist nichts Besonderes. Also es ist ist halt Nosenramme, ich brauche den Scheiß nicht. die ganz tiefen Verhundtaufe. Puppe-Düse-Po. Schmeckt mir geil. TDI-Nosenramme. Doppeltür, aber der zirkt Hund aus. Vom kleinsten Zeher kommt der. Gott, dass du den aufziehst, den Hinterher kratzt und das frisst alles. Ist das dann eigentlich vegan? Wahrscheinlich nicht, oder? Was denn? Poppel? Ja. Nein, ist er vom Ist ja Liebelesen. eigentlich. Es ist, ja. Veganer fressen ja nicht einmal die tierische Erzeugnisse. Selbst wenn es jetzt am Kickerl super gut geht und hier mit Bauernaufhaltung draußen und alles so, so ein Kickerl lebt, weil irgendwie wie gut möchtest du mal einen Ferrari kaufen, dass er noch ein bisschen, ich weiß es auch nicht. Und der legt da Zumindest der Ohr, Warnwissen. der legt da Ohr, selbst das isst er nicht. Nein, da geht es ja um, ich glaube, denen geht es halt auch oft um, dass halt Jäger Tierausbeutung sind und so weiter. Und alles, was in der Industrie mit Viechern passiert, ist halt einfach Ausbeutung. Das kann man, da kann Freilandhaltung draufstehen, trotzdem ist das halt alles Bullshit, was da passiert. Und Es ist wahrscheinlich ein Bullshit, der da draufsteht. Wenn Das er soll das ich nicht wissen. ausschlachtet, die Viecher. Ja, aber hallo hier. Und um das geht es halt oft einmal. Was tust denn du eigentlich immer noch nicht da? Ja, ich werde jedes Mal wieder gefragt. Florian, Ja, kommst du wieder? das sind die Kommentare auch immer schon. Der Irgendjemand muss einen Interesse. Döner bringen, bevor wir anfangen. Ja.
Der Dönerflo. Der Döner Floki. Halt im Maul. Döner Floki. Bitte einmal einen Kommentar mit Floki Nein, mit nein, 3G. Ja, genau, Döner. 3G. Und wer es mit CK schreibt, den hau ich ins Arschloch. ja, Das und geht auf Nerven. ich hau ihm 10.000 und schieb's neu. Das ist gut. Haben wir schon Dealer. Ja. Aber ja, das mengen's nicht, wenn das vom Viech kommt. Das mengen's nicht. Ja, ich war tatsächlich letztes Wochenende im Ruhpolding. Aha, was hast du da? Biathlon haben wir angeschaut. Du schaust dir wirklich sämtlichen Scheißdress unfassbar, du schaust dir auch Handball an. Aber im Fernsehen. Ja, Eishockey kann ich mittlerweile noch nachvollziehen, weil wir halt einfach Straubinger Tigers und Landshuter Affen da haben. Und Die Landshuter Affen. Ja, so heißt es. weil wir sonst kennen wir das, glaube ich, oder? Sonst kennen So wir haben das. es geheißen, ja. Cannibal Jetzt Feinde. Jetzt sind's Affen. Na, Gorillas, na. Schimpansen, Na, die haben jetzt eben Orang-Utan, Klaus, Totenkopfhäffchen. die Totenkopf, ja, die ist auch gut. Okay. Chihuahua, Aber Chihuahua. du wirst das nicht glauben, wir waren mal da, weil das haben wir meinem Papa zu Weihnachten geschenkt. Da waren Wurde noch nicht geschmiert 19.000 dafür? Leute. Nein, der hat das mit dem Fernsehen angeschaut. Haben wir Das ist ja gedacht, kein Handball-WM, oder? die ist ja gerade im Moment da. Also die läuft schon gemeint. Ach, ja, ich glaube, du warst beim Biathlon, Entschuldigung. Ja, ich war beim Biathlon in Ruhpolding, Ja. da waren 19.000 Leute da. Und das war halt wirklich, also wir haben ja angemeint, mein Gott, das sind ein paar tausend Leute und ist jetzt nicht so groß 19.000 aufgezogen. sind ein paar tausend. Das Ja, aber man wusste, ich habe halt nicht gewusst, dass da 19.000 Leute haben. Ich habe halt Biathlon im Fernsehen angeschaut und dann gehst die laufen ein bisschen, schießt ein bisschen und dann Das verlauft sich auf laufen die Strecke, muss ich sagen. Ja, verlaufen die aber wegen. Ja, mittlerweile schon, weil es ist nur Schneespur gelegt worden, weil der Rest alles gräber war. Ja, dann verläuft sich kein Mensch mehr. Es interessiert, also Biathlon interessiert mich wirklich einen Scheißdreck und Na? allgemein Skifahren, aber wenn ich dann drüber nachdenke, was Biathlon ist, das ist schon das mit Laufen, Schießen, Genau. Scheißen. Das ist ein richtig krasser Scheißdreck. Und vor allem, es ist halt, das war jetzt eigentlich das Faszinierende. Sorry, ich hab rübergespuckt. Jetzt hast du Kacknudel jetzt. Wo? Die Überall. war Da liegt er. Also wurscht. Nimm da mit. Stell das Mikro drauf. Da läuft dann wirklich aber auch so Partymusik und den ersten Ding, wo du reingehst, du hast dann ja, wenn du 5 Bier kaufst, kriegst du 6 umsonst. Also, wenn man Also ist es wirklich, nur zum Saufertreffer da, wie das Skifahren eigentlich auch. Hey, fahren wir einmal ab, wenn wir oben sind, hocken wir uns in die Hütten und saufen uns behindert. also ich dachte jetzt einmal so, dann war jetzt so meine Jungs gewesen. Dann hätte es wahrscheinlich nach 1,5 Stunden dieses Biathlon einen Dreck interessiert. Aber ja, also wir werden da vielleicht nächstes Jahr mit mehreren Leuten nochmal hinfahren. Wir haben 15% österreichische Zuschauer und die haben alle, die Österreicher, ich weiß nicht viel von den Österreicher, außer 3 Sachen. In einem Dialekt, da ich mich gerne einwickeln. Zweitens, das sind lauter Waffennarrische, weil da hinten einfach offensichtlich keinerlei Waffengesetze gelten. Die haben einfach der Knaller. Alles auch klein. Haben der Knaller. Und drittens, habe ich vergessen, was ich sage, es sind lauter Skinarrische. Also Skispringer, dieses Riesenslalom, wie nennt man das? Keine Ahnung. Riesenslalom, ja. Oder Slalom halt, wenn es halt nicht so riesig ist. Wie nennt man das? Looping Louis. Looping Louis. Ja, Looping Louis. Slalom. Looping Slalom. Looping Slalom. Slalom Ping. Skifahren halt. Geile Skispringer ist eigentlich auch voll der krasse Scheiß. Da ich nie was Da war machen. direkt die Rampe auch. Wer ist auf die Idee gekommen? Die fliegen 120 Meter weit. Was ist denn mit denen? So weit Die wollte ich fliegen ja mehr laufen. tierfalls haben wir ehrlich. Ja, jetzt hat er mal den Mal, wenn es Sack geht, fliegt er mit 140 km/h und weiß ich nicht, Jeder so einen geht steilen da. Berg hoch. Ja, dann Ja, würde es halt nicht mehr aber weil das es sind halt die Kinder Leute, die wo da wahrscheinlich ja nichts mehr zum Verlieren haben irgendwie. Also ich darf jetzt da nicht sagen, okay, ich spiele jetzt die Rampen runter, wenn ich jetzt irgendwie noch was vom Leben haben möchte. Das Einen ist Ski. schwierig. Ja, da bin ich auch raus. Also so, Da bin ich auch. Okay. Mann, krass. Das ist nichts für mich. Das ist ja auch nichts so wie Schwimmflügel. Du kannst dir doch nicht sagen, okay, ich mache jetzt einmal so einen Anfängersprung, sondern entweder oder. Ja, genau. Entweder 120 Meter oder gar nicht, du Pussy. Genau, 120 Meter. Ich hab einen. Wirst du angespuckt. Grüße an den Padre, ihr grüßt auch einen Padre. Ich Ah, weiß nicht, ob er noch genau, da ist. Mahlzeit. Der war sehr jung, der ist Moderator bei mir geworden. Und der war angehender Skispringprofi, also wenn das weiß, was er mir erzählt hat. Hat er da einen Haufen Beutel auch gehabt und Videos hat er mir gezeigt und so. mein Und Cousin ich so hat denke, gesagt- Alter, wie kommt man dazu, dass man das tut? Wann ist, wenn du 8 bist, der Zeitpunkt, wo du sagst, hey, Skispringen war geil. Aber wenn du da irgendwo wohnst, ist ja das wie bei uns. Berchtesgaden, glaube ich. Ja, genau. Und da kommt mein Cousin auch her und der hat das auch gemacht. Und Da ist es einfach. die haben ja keinen Fußballplatz Und dafür. jetzt ist er praktisch auf Da treffen wir uns am Hauptplatz. Nein, wo dann? Ja, an der Schanze. Treffen wir uns an der Schanze. ist er jetzt praktisch auf den Sprung zu den Profis, möchtest du sagen. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt hat er Warum nimmt er fertig denn jeden studiert. schlechten Wortwitz mit? Oder ich weiß. Ja, mit Sacke. Irgendwas muss ich tun. Irgendeinen Beitrag muss er leisten, egal wie schlecht Ja, das trinken, ist. damit es nicht so viel ritzt. Ah, das ist schöner Ton. Kling. Else Kling. Was hast du jetzt da? Was ist seine Bläschel? Nein, gezuzelt. Gezuzelt. Geschlürft. Geschlürft. Wo war jetzt stehen? Weiß ich Beim nicht. Skispringen vom Du warst Skispringer beim vom Padre. Padre. Und du warst beim Biathlon. Yes, da war ich. Also, das hat er taugt. Ja, war schon ganz interessant. Also die haben dann auch alle so einen coolen Hut aufgehabt.
Die haben wir ja beim Daten damals schon gehabt. Was für einen coolen Hut. Oh, voll geil. Da Beschreib rein den so Hut. Dinge habe ich. Und die kannst du drucken und die haben halt immer so Ohren. Dann stellen sie die Ohren Genau. auf. Und dann, wenn du da aufgedruckt, dann stellst du das Ja, das Ohr sind auf. ja die ich da schon mal aufgehört Ja, genau. Und so einen habe ich auch daheim. Und ich die bin haben ausgelacht worden. Nein, die haben so viele Leute da drunten oben. Also Feuer mit, weil ich bin Das ist praktisch übrigens Außenseiter. das ist ein schönes Beispiel dafür, warum alle Frauen auch immer so ein bisschen alle auf uns Männer lästig sind. Wir haben es so einfach zu bespaßen. Das ist unfassbar. Das stimmt, Gib dem Typen einen Hut, wo er draufdrücken kann und stellen sie die Ohren auf und dann ist er ein Wochenende lang belustigt. Ja. Ich war genau der gleiche, ich war geil. Du hörst aber auch nicht mehr auf. Nein, dann 24 Stunden nebeneinander laufen. Wir waren, Sie ist mal das auf, traurig. wir waren in Landshut auf einem Festival Ja. und da gibt es ein Video von dem Veranstalter, da war halt so ein Haptik gefilmt, der so vor der Bühne gestanden ist. Und pumpen voll erste Reihe mit diesem Hut auf, im T-Shirt, den Hut auf und du sagst halt Mine, nur den Hut. Ja. Geil, also der Hut, der hat sich so rendiert. Ja, ich hab mir den Danke damals Dave übrigens dafür, weil den hat er im gekauft. Bayern-Park haben wir den damals gekauft, wo da ist doch über das Star Wars-Treffen einmal im Jahr. Oder mittlerweile ist es ein Fantasy-Treffen. Ja. Und das haben wir dann auch in der Früh schon hin und dann haben wir ein bisschen gebildet. Und dann haben wir gedacht, ja, irgendwie muss jetzt auch noch mehr Geld ausgeben. Cool, 20 Euro für den Hut, nehme ich. Cool, hey, 20 Euro für den scheiß Hut, ey, Fair. 2 Stunden hier ist geil. Aber das er hat's war's überlebt. wert. Ja, und er hat es überlebt, die haben heute noch. Und drungen noch mit Stolz. Schon mal, weil es gerade bei so bei diesem, was ist es, ein Kostümfestival, Fantasy-Festival, Fantasy-Treffen, was auch immer, Ja, so Cosplay. schon mal für LARPen interessiert? Interessieren also prinzipiell schon, aber der Zeitaufwand ist dann für mich wieder das Problem. Und auch was so Kostüme, ich meine, das ist ja kein, ist nur, erst gestern oder vorgestern habe ich irgendein Video gesehen, this LARP is only for adults, also Erwachsenen, da dürfen keine Jugendlichen nicht rein. Da habe ich mir jetzt erst gedacht, was ist das? Bukake-Festival, keine Ahnung. Dann habe ich noch angeschaut. Entschuldigung, ganz kurz, was ist ein LARP? Live-Action Live- Roleplay. Genau, Ah, Live-Action, okay. das sind Leute, die sich Aha. mittelalterlich zum Beispiel verkleiden kenn ich und sogar, dann ja, mit aber- Hellebarden aufeinander losgehen. Ja, so ein doch. Scheiß. Also da gibt es halt dann den normalen Zeug, halt, wo es halt unter Kindern, wo halt alle hin dürfen. Aber das war halt der serious Shit. Da gibt es sprichwörtlich eine wie eine Open World, die Ja. persistent ist. Da Ja. gibt es Königreiche und dann nimmst du da deine Rolle ein. Erlaubt ist alles, was du darstellen kannst. Also wenn du jetzt zum Beispiel, du möchtest ein Frostmagier sein, dann musst du irgendwie darstellen können, dass du, wenn du einen Frostbolt schießt, dass du dann da was schießt. Du musst Schneebälle mitnehmen. Und so weiter. Und da werden Hinrichtungen gemacht, da werden Sachen gemacht und voll blutig und voll gerade, wo ich mir denke, Cool. geil, ich hätte auch Bock. Ich sag das, wie sie. Haben wir mir irgendjemanden in der Community, der sowas tut? Und wenn ja, lasst uns ein. Das hört man hin! Wir nur zuschauen, mehr wollen wir gar nicht. Ja, ich mag einfach nur zuschauen. Ist ja die Frage, ob man das darf. Die legen halt, es gibt nicht Ich- freie Regeln, sagen aber du bist Teil dieses Universums, du kannst du nicht einfach Gut, so dann reingehen. haben wir Ja, heute die bitte, drei, Bauer. die wohl ins Freudenhaus der Wallgänger. Ja, genau. Also Bauern, die ins Freudenhaus gehen und zuschauen. Genau, der Weil sie Kali, der nicht mehr zückt die ein Leistungen- Bikini, ein BH, ein Zaubern und und Die Leinentuch. Kostüme, die dort Leute teilweise auch haben, Ja. haben so krass gut gemacht, dass es nicht mehr feierlich Ja, ist. wo habt ihr das gelernt? Wo macht man ist einfach einfach nur- daheim? Ich denke mal oft bei so Cosplay, also bei so Messen, Anime-Messen, wenn ich da oft mal mit Battle sage, weil ich sage, Alter, wo? Wie? Geil. Ich mag Gell? auch. Man stelle sich vor, zu was manch einer in der Lage ist, wenn er liebt, was er tut. Dann brauchst du es nicht gelernt haben oder studiert haben, sondern du kriegst es auch so irgendwann hin, weil du es dir selber Ich beibringst. müsste das Weißt du, mit beim einfach die Anilingus singen. Bei wem? Beim Anilingus. Da frage ich jetzt nicht nach, was das ist. Also ich habe auch gerade das Aber es hat mit Sicherheit irgendwas mit Rangerschlecker zum Tor oder so. Bei mir ist direkt nichts in den Kopf gekommen. So, Kunilingus geht's nicht. Was bei dir ist direkt Wichse im Popcorn. Warum? wie du gesagt hast, zu was man imstande ist, wenn man es wirklich liebt. Und dann ich so, ja, wichsen. Geil, bin ich richtig gut drin. Das ist irre. Was du für sowas zum haben, das kann ich mir nicht vorstellen. Why not? Also so zum Anschauen, ich finde es schon cool. Aber ich selber mache, weiß ich nicht. Und auch auf darf so mir da Burgen, ganz es gibt lang- ja auch dieses Burgenübernächtigen und so Sachen. Ja, das glaube ich war mir dann ein bisschen too much. Ich Ja, möchte, dann glaub ich, auf fürchten- Nacht- Die haben da Burgen aufgebaut. Selber gemachte Requisitenburgen und lauter so ein Scheißdreck. Da hab ich mir gedacht, Alter! Was ist Lego kostet? Da rennen Ork-Horden umeinander, die schauen verfickte Scheiße nochmal aus wie die Orks in Herr der Ringe. Cool. Da hab ich mir gedacht, Alter! Ich mag auch! Muss deren sitzen da, oder rennen wir einfach einen Haufen Orks auf einen Haufen, was weiß ich, Menschensoldaten so und prügeln sie in Schelle! Ja geil, Alter! Ja? Ist geil! Das ist echt geil. Ich war nämlich Feig. auf dem Filmdreh vom Ittenbach, den kennst du auch, oder? Der deutsche Godfather of Gore, Olaf Ittenbach. Na,
Ja gut, das Ist das, wo sie auf die Kinopremieren manchmal eingeladen werden, so Geschichten? Nein, das das waren Brandtels. Ah, ja, Der ist auch aus Minga und der hat jetzt so Splatterfilme damals gemacht, Deutsche. Und bei dem war ich auch auf meinem Film drin und da ist auch so Mittelalter-Schlacht gefilmt worden, wo dann so Dämonen einfallen und so. Das war, allein das zum Drehen war schon sau lustig und umeinander kämpfen und umeinander hauen. Aber ich dachte, das möchte ich regelmäßig machen. Hat also der Miet da? Ja, man sieht mir mal kurz von hinten. So als Statist quasi. Ja. Das war recht gut, weil da habe ich damals die Arbeit, wollte ich meine zweite Lehre machen, aber mir war schon klar, dass ich da nicht bleibe in dem Scheiß. Und dann, die haben die ganze Zeit da hingesoffen und ich mir gedacht, boah, ich möchte auch saufen. Und dann, wir haben vor mir zu haben, und dann magst du, was ist, was jetzt zu haben, bleibst du noch da? Dann sag ich, muss morgen arbeiten. Na, scheiß doch auf die Arbeit. Dann sag ich so, ja, gut, gib mir noch ein Bier. Und dann sind wir einfach da geblieben und mich krank schreiben lassen. Grüße gehen raus. Ja, genau. Wenn man so, da können wir jetzt, ich hoffe, dass jemand schreibt, der lädt uns ein, wir machen das regelmäßig da und da. War lecker. Dann machen wir Live-Podcast. Was darfst du denn machen? Was darfst also wenn du in eine Rolle schlüpfen müsstest, Wenn ich müsste. was darfst du denn da machen? Es ist alles möglich, es können, du kannst da der Overpowered, die Motherfucker sein, der umeinander rennt, aber dann hassen die halt alle. Ja, das ist mir wurscht. Wir hassen es sowieso alle. Aber ich glaube, ich war einfach so simpel, ich möchte einfach nur so ein simpler Ork sein. Steini-Org mit einem Hacke und einen Haufen. Genau, der einfach nur gern Leute Nosen abschneidet und aus Ketten druckt. Das war so meins dann. Okay, so ein richtig abgefuckter Scheiß. Ja, genau. So. Was wird Ork so dann? Hast du ein bisschen Zeit gehabt zum Überlegen? Ja, ich bin immer noch am Überlegen, aber eigentlich wahrscheinlich so recht simpel, einfach nur so ein normaler Mensch, so ein trainierter mit so, vielleicht so einer halben Rüstung, so kann ich es mir cool vorstellen. Barbaren. Ein Barbaren, ja, genau, Ja, ein Barbaren. Barbaren. So ist dann die cool finden. So So mit mit so zwei Rauchmann, so Handhacke. noch ein bisschen. Mit zwei Einhandwaffen oder einer Zweihandwaffe? Na, für eine Zweihandwaffe, das ist mir zu gefährlich. Da bin ich ganz ehrlich. Wieso? Na, aber da tue ich mir ich kenne mich. Ich bin sehr, sehr Du unbegabt. sollst ja da nicht reinchargen und die Leute einen Shell Hast du doch abhaken. gar gesagt? Ja, okay. Wo sollen wir denn hin? Was soll denn ich? Dreck! Barbar bringt 10 Leute um. Upsi. Bist du der mit dem Messer? Und du? Wahrscheinlich einen Nekromanten. Ich liebe immer schon in Warhammer Untote und Vampire und so einen Scheißdreck und Untote beschwören ist einfach immer geil. Das ist Und der echt, Gegner hat einfach immer verloren. Oh, du hast mein Skelett zusammengehauen. Fick dich. Psst, genau das zweite und dann kämpfst du dagegen und mir fällt nichts und ich laufe da weiter vor. Ah, Wieso that's sind uns auf magic. meinen Kaffee? Und das darf sich sogar darstellen lassen. Ihr zwei macht meine Zombie-Typen und ich lasse euch immer und immer wieder aufstehen. Ich schicke euch 4, ich lasse euch da schlagen und dann lasse ich euch wieder aufstehen. Wir haben unbezwingbar. Wenn dann Zombies, weil für Skelett ist aber zu fett. Aber ich sag mal so, der Kani hat richtige Rückenprobleme. Also der kann nicht oft aufstehen. Der darf nicht oft Ich bin dann immer erstarrt. Ich bleib einfach stehen. Der Torso, der am Boden umlang geht. Und du belebst einfach wieder. Und der Kani, oh, leck, nein! Ich kann drücken! Ah, wir sagt der Superman. Leben lasst du mich nicht, sterben lasst du mich nicht. Ah! Es war gut. Oh Gott, lasst uns ein, bitte. Ja, Barscheim. Ich baue mir, ich weiß nicht, ich hänge mir einfach einen Hodern um. Ich bin einfach ein Bauer. Ja, kannst du auch sein. Du bist einfach ein einfacher Peasant und wirst unterdrückt, weil es da taugt. Keine Ahnung, was weiß ich nie. Das haben sie mir wieder. Ist schon geil. Jetzt habe ich voll Bock auf den Scheiß. Kruzifix, jetzt haben wir wieder was angefangen. Halt doch dein Maul. Super. Wir dann jetzt einen Podcast abbrechen und schauen, wo es so einen Scheiß gibt. Ja, dann machen wir eine Pause. Kurz jetzt dann, oder? Oh, wir müssen sowieso über den Sponsor schmerzen. Das ist wichtig. Haben wir mir einen Sponsor Haben wir. in der Folge. Vielleicht so ein LARP-Veranstalter, der uns sponsert, mich. Ja? Machen wir einen Podcast bei euch in der Letten. Genau. Ja. Mit dem Hacki. Wenn ich als Nekromant käme, der für meine zwei Zombie-Idioten. Brains. Brains. Wir haben keinen Sponsor, wir brauchen keinen Sponsor, wir sind ein Pro-Gamer. Das ist Haben auch was. wir gleich wieder. Wir sind Weiße, alt und reiche haben's Europäer, Geld. wir brauchen keinen Sponsor. Was? Gott sei Dank, dass ich das wegschneiden kann. Wenn ich mir das Finger schlecke. Oder? Na, Haben wir schon wieder da, Steckelfinger. Waren wir mir für die Zuhörer eigentlich jemals weg? Ich glaube nicht, ich glaube, die schneiden das gar nicht so recht, Ich was glaub da nicht. passiert. Außerdem sind also die wenn ihr Filme, schneuzt, oder? dann bewertet jetzt einen Podcast. Stimmt, wer einen Ja. Podcast nicht bewertet, ist homophob. Boah, Gras, lasst den Flock in Ruhe. Ja. Flocke mit 3G. Hör doch auf mit Flocke. 3G. Man braucht den Podcast auch nicht bewerten, wenn es mich so nennt. Bewertung zurückgezogen. Was haben wir sonst so? Was habe ich die letzten 2 Wochen drin? Ich habe WoW gesuchtelt wie ein geistig Behindert. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie interessant das ist. Keiner von euch spielt WoW. Nein, leider nicht, ich habe nur einen Film gesehen. Ja. Was sagst du zum Film? Also als Nicht-WoW-Kenner war er mich unterhalten. Okay.
War okay. War zwar jetzt nichts Weltbewegendes, aber hat passt. Leider nicht. Es hat leider nicht für den zweiten Teil gereicht. Also ganz ehrlich, super gut ist er nicht, aber er ist einer der besten Spieleverfilmungen, die es so gibt. Ja, aber den Super Mario-Film von damals kommt halt nicht ohne. Das hat bis jetzt Also der damalige Super Mario, es kommt ja ein neuer Dings animiert. ja, genau. Aber der alte damals, Super das ist Mario halt so das Nonplusultra, was Das stimmt, ja. Da kommt ja keiner mehr ohne, das kannst du vergessen. Kannst du Nicht knicken. einmal der Last of Us jetzt, die schaffen es auch nicht. Auf das wollte ich jetzt gerade, ohne hast du schon angeschaut? Ihr Logo. Nix sagen, ich nehme mich noch nicht. Ich habe es später nicht gespielt. Okay. Das kommt in einem Monat kommt's endlich für den PC und dann darf ich das erste, ich habe es jetzt 10 Jahre lang ausgesessen, dass ich das Spiel spiele. Wenn mir irgendein Hurensohn da irgendeinen Scheiß erzählt, halt die Schnauze. Spoiler bitte in die Kommentare. Traut euch halt nicht. Du hast noch mit deiner nicht mehr vorhandenen Laden. Aber eine Serie mega geil. Ich hab schon gehört, ich hab nicht, jetzt mal, wenn ich durch 9gag scroll oder mir irgendwelche Videos anschaue oder so, dann sehe ich natürlich, Last of Us, 10 von 10 und so weiter, nehme ich, Gott sei Dank, sie ist gut. Und scroll sofort weiter, damit ich ja kein Beutel sehe und keinen Text nicht sehe. Wenn du jetzt gerade auf Google gehst und googelst Last of Us, dann erscheint unten ein kleiner Schwammerl und wenn du den dann anklickst, dann wachsen lauter so Schwammerl in deinen Bildschirm ein. Du kannst, ich bin gestern Das ist was, das weiß ich natürlich schon. 10 Minuten da gesessen und habe umeinander geklickt und das hört nicht auf. Das wird nicht und dann haben wir gedacht, wow, jetzt hast du 10 Minuten von deinem Leben mit dem Scheiß verschissen. Also der Google-Mann hat die wieder beschäftigt. Ja, danke, Mr. Google. Tja, so ist das. Darfst du zwar schreiben. Wenn wir schon bei Serien haben, hier da noch eine für euch. How to Sell Drugs Online Fast. Habt ihr gesehen? Nein, noch Das nicht. ist aber eine Dokumentation auf Netflix. So, Nein. Das ist eine Serie. Nein, das Und ist die es gibt eine Serie, die drauf Dokumentation basiert. dazu. Und da Ist ist schon jetzt Zeit wieder her. momentan, ich habe es nämlich die Woche in Super der geil. Zeitung gelesen, ich darf mal den Namen sagen, wenn er online auf der Bild steht. Ja. Ist er öffentlich, dann darfst du ihn, glaube ich, schon sagen. Ja. Ja, sag mal einfach. Vielleicht Felix. ist er eine Kunstfigur. Felix. Maximilian Schmidt. Oder anders. Heißt er vielleicht. Nein, Maximilian Schmidt heißt der Typ. Und der hat ja praktisch die Das ist ganze... aber halt sein Deckname, oder? Du hast ja Der nicht wirklich heißt mit Maximilian DT Schmidt. sogar richtig assi. Also Deutscher wird's nicht. Ja. Na doch, der ist ja wirklich so 1,90 groß, so Also außer Thomas blonde Müller. Haar, blonde Haar und also... Also das ist die Typisch echte Deutscher. Person, die das da hat, Ja. oder? Ja, genau. Der heißt doch nicht Maximilian Schmidt. Die heißt Maximilian Schmidt. Und die steht jetzt wieder vor Gericht, weil der war jetzt 5 Jahre im Knast, 2015 ist der Festnummer geworden wegen seinem Drogenverkauf im Kinderzimmer. Ja. Da musst du vielleicht ein bisschen mehr ausholen. Das ist nämlich es ist eine extrem gute Dokumentation zum einen. Und zweitens ist die Serie auch nicht schlecht, zumindest soweit wie ich sie gesehen habe. Das ist schon eine Zeit her. Ja, die ist sehr gut eigentlich tatsächlich. Was hat der Typ da? Der hat Drogen verkauft. Wie alt war er da? Wie alt war er da? Jetzt ist er 17, oder? 28, ja genau, das geht hin. Ja, also er war auf alle 17, Fälle 18, noch so. nicht erwachsen. Ja, so ganz klar. Und hat im Darknet halt angefangen, Pillen zum Verkaufen. Genau, auf Shiny Flakes hat das geheißen. Shiny Flakes. Genau. Über so Brief... Genau. über Und das Briefkästen, Geile ja. war, er hat die Drogen dann immer so als Kurier vorbeibracht und hat sie einfach nur als Kurier ausgegeben und hat gesagt, ja, ich bring die bloß vorbei. Richtig geil eigentlich. Und das hat er gemacht. Dann war er jetzt eigentlich 7 oder 8 Jahre verknackt worden, 2015. Er ist aber wegen guter Führung wieder rausgekommen. Und jetzt hat er seine nächsten Verhandlungen, weil die haben nochmal eine zweite Firma. Die haben einfach das gleiche nochmal gemacht, Nur oder? zu viert, glaube ich, ja. Und da ist er halt, ich mag jetzt nicht sagen, als Berater zur Seite gestanden, aber ich glaube doch. Unternehmensberater. Was aber, Das ist halt so richtig krass dumm. aber Also, stopp, was nicht dumm ist an der ganzen Sache? Der hat so viel Kohle damit gemacht. Der hat insgesamt, die haben ausgerechnet, ich glaube, über 4 Millionen Euro Gewinne. Gefunden haben es 400.000 Euro. das heißt, Also, wenn er hat, nochmal rauskommt. der ist momentan draußen. Der, Ja, aber wenn sie da nochmal für dieselbe Sache nochmal kurz Ja. drauf nussen, dann ist er lang weg. Dann ist er sehr lang ist das weg. da wieder so, um die 10 Jahre werden es dann jetzt wahrscheinlich. Ob's Vielleicht das ist, dann, wert vielleicht ist dann, wenn jetzt das groß legalisiert wird, vielleicht kommt dann ein bisschen was oben von den 10 Jahren, weil das sie sind sagen, nur okay, Pillen, ist glaube ich, gerade. die die geschickt Hat haben. er kein groß oder so verkauft? Ich glaube, das waren nur Pillen. Das waren Darknet-Sachen nicht. Also gut, groß gibt es wahrscheinlich auch in Darknet, keine aber- Ahnung. Weiß ich wirklich nicht. Natürlich Aber- habe ich es einmal Ja. probiert, da eine zum Schauen. Frage für einen Freund. Und habe probiert, da was zu finden, aber dann habe ich nicht, das ist mir jetzt blöd, das ist weg. Aber eigentlich, was da der Psychologe und Co. eigentlich darüber sagen, wir haben jetzt recht viele Berichte darüber durchgelesen, die sagen halt natürlich wirklich, dass der eigentlich wirklich ein total schlauer Kerl ist, aber halt so arrogant ist und dahingehend so over the top, wo die Leute manchmal denken, dass er einfach so überhaupt nicht drüber nachdenkt, kann noch was passieren oder kann es mir So erwischen. ein geiler Soziopath, oder? Genau, so Sagst du richtig. es nicht auch in der Dokumentation über den ersten Fall schon, dass das genau, dass er halt so geworden ist und er ist nicht dumm, er ist ziemlich schlau sogar und bla und Ding, aber er ist halt so arrogant und das Das ist meistens das Problem. Warum werden so viel wegen so einem Scheiß damit gefasst? Was sagst du, jetzt warst du fertig, jetzt hast du einen Haufen Kohle, lass bleiben. Meistens ist Gier frisst Hirn. Genau. Meistens.
Bei 4 Millionen hätte ich gesagt, ja. Und Bei hat 3 sie- hätte ich schon gesagt. Aber schon geil eigentlich. Es kämen doch nach dieser Dokumentation, sagt man doch auch ein paar so echte Videos von ihm unter Freunden, wo sie auf einem Dach, auf so einer Dachterrasse oben sitzen und so, dass man halt sagt, wie der in echt ausgeschaut hat und so. Und dann steht auch darunter, dass man sehr viel Geld vom ersten Mal schon nicht gefunden hat. Und man vermutet, dass er so und so viel Ja, das Kohle ist ja da das. und da und da in Kryptowährungen und was weiß ich, was alles sich um einen anlegen hat. Nein, das ist ja genau das. Da wird er sich ganz schön angeschaut haben, wenn er 5, 6 Jahre weg war und der Herr Bitcoin von 80.000 Euro auf 10 runtergefallen ist und sie seine 4 Millionen wahrscheinlich in 200.000 Euro auflösen. Ja, Was das wert? dann wahrscheinlich. Ja, aber lieber Maximilian. 200.000 haben wir halt nicht, oder? Ich bin ja dasselbe Depp, ich habe auch ein bisschen was verkackt, aber Hauptsache das Drogengeschäft läuft noch. also, aber nicht schlimm, also um Gottes Willen. Bitcoins nicht, was Drogengeschäft das ist. Da Bitcoin läuft noch, aber irgendwie mein MDMA kauft man keiner mehr ab. tolle Wurst, muss ich alles wegballern, Ja, selber scheiße. ballern, tolle Wahl. Sag das jetzt, glaube ich, irgendwann habe ich Bullen da herin. Ja, bitte komm in Zugriff. bitte. Zugriff. FBI, open up! Verhaftet wegen sexy. Oh yeah. Das war's. Kann man schon mal so einen Polizisten-Stripper vorbeischicken. Einfach so. Einfach so? Am Mittwochnachmittag. Da kann man schon mit reden. Was klingelt, die Polizei steht da und dann tanzt dann unten. Einfach zum Bergfest. Das war eigentlich ein guter Witz. Ich hätte gerne, dass es der Steve ist. Mit Ja, den werden wir nicht seinem singen, Tiger-Tanga. Ja, das war geil. Ja, ich fein. Und dass er mir die ganze Zeit anlacht. Das ist eine geile Scheißstimme. Du, was tust du mit deinem Ständer? Ich frage mich dann, was er mit seinem tut. Ich glaube nicht, dass der bei Ich dir glaube, da wird holländisches Ruderboot gefahren. Was genau ist jetzt da mit diesem Typen? Den haben sie jetzt gerade wieder am erwischen und ermitteln und Genau, jetzt und haben sie so zu mal viert schauen. anscheinend und Ja. natürlich wieder voll mit drin hat. Und jetzt werden halt die 2 oder 3 Jahre, wo er wegen guter Führung wieder raus ist, eher raus ist, wenn er jetzt wieder Druck hängt. Aber ich habe es jetzt nämlich zufällig erst gelesen die Woche, weil es eben jetzt wieder so brisant ist, weil er jetzt wieder vor Gericht steht. War fast interessant, das zu verfolgen. Das darf mich nämlich auch interessieren, was der fängt. Schickst du einen Link? Ja, ich glaube aber tatsächlich, ich habe da so eine Vermutung, ich glaube, der möchte einfach eine zweite Doku. Ich glaube, der braucht Geld, ne? Jetzt mit dem Bitcoin, zweite Doku. Das meine ich gar nicht so unernst. Über diesen Darknet-Scheiß, da wird ja alles sehen, über Bitcoins und Kryptowährung gezahlt und das ist ja vor einem Jahr dermaßen zusammengebrochen, dass es ganz aus ist. Da hat sich halt diese paar Millionchen, wenn er vorher nicht in Geld umgewandelt hat, dann haben sie die sprichwörtlich, nicht ganz natürlich, aber Ein bisschen reduziert. Hey, Netflix, Um was machen, dass ich 80%. Staffel 2 krieg von meiner Doku. Die Frage ist gerade, ob er davon ein Zahlt Geld kriegt, weil ich glaube zum Beispiel, wenn jetzt Geschichten von Serienkillern und so weiter verfilmt werden oder in einem Bücher verfasst werden, die kriegen dafür nichts mehr. Weil da irgendwann, der wäre nicht hingekriegt, was wollen sie damit? ja, oder halt bei Nein, uns werden sie nicht gekriegt, aber die kriegen dafür Nein, nichts nein, mehr. aber Weil das- ja. Und deswegen weiß ich nicht, wie es bei Sehne Straftäter ist. Ich weiß das jetzt gerade von Serienkiller, dass das haben sie irgendwann gesagt, hey, das kann doch eigentlich nicht sein, metzelt er 15 Leute nieder, dann verkauft er seine Geschichte und wird dann im Knast ein Millionär. Und Ja, das ist aber dann das gekauft worden. kriegen ja die Angehörigen der Opfer. Das ist genauso wie jetzt, da hat es doch diese Anna Dolphin, nein, nicht Dolphin. Da gibt es sogar Dolphin. diese Die die Russin. die Die drei- Russin, die wo doch da alle verarscht hat, die gibt es auch auf Netflix, eine Doku. Oh, weiß ich jetzt nicht. Ich Auf glaube, jeden ich weiß, Fall. wenn du meinst, Ja, aber ich diese- weiß gerade weder die Geschichte, was genau da hat, noch wie es heißt. Die hat praktisch ich weiß ja aber, was du einfach, die hat meinst. Constant Gate gehabt, ist praktisch nach Deutschland gekommen und hat sie dann mit alle High Celebrities, sage ich mal, abgegeben. Auch Ja. in Amerika Ja, dann ja, und ja. hat dann praktisch das Geld für den einer für den anderen investiert und hat sie dann praktisch mehr oder weniger wie der Tinder-Schwindler praktisch Ja. nur als weibliche Person. Sag mal, wie blöd das Leute sind, das ist unfassbar eigentlich. Und Ja, der Geile. dieses hat zum Beispiel was. der Mal hat das einmal schön beschrieben. Warum, ja, ist dir schon mal aufgefallen, warum hatten Celebrities immer nur mit Celebrities zusammen? Der Brad Pitt mit der Angelina Jolie. Oder ich verfolge das nicht, keine Ahnung, wer da bin. Aber da ist da irgendjemand mit einer unbekannten Person, die er halt da irgendwo kennengelernt hat. Und warum? Weil das eine einzige Inzestlerei ist da oben. Das ist unfassbar, die können nicht mehr aus dem Haus gehen. Und die sperren sie alle in dasselbe Super-Celebrity-Haus und dann fegeln sie sich da drin alle gegenseitig. Da waren sie jetzt so hübsch, wenn sie Aber da jetzt gibt es ist, bestimmt so ein Tinder für Celebrities. Deswegen adoptieren sie ja die ganze Zeit Kinder und kriegen nicht selber weh. Da gibt es doch bestimmt dann so ein Tinder für Celebrities. Da kommst du wahrscheinlich nur eine mit, du musst deinen Kontostand fotografieren mit 28 Milliarden $. Oder ein Oscar. Oder irgendein Scheiß. Echt gar. Oder ein Echt Oscar. gar. Die nehmen immer für voll die scheiß Oscars, seitdem Avatar 2 nominiert worden ist als das bester ist- Film. Fick Ja, die Hände. die letzten zwei Oscars, das war ja so peinlich.
Ist der nicht jetzt ist der nicht da im Februar? Der ist jetzt dann Ende Februar, Anfang März sind sie wieder. Das Der ist so peinlich. Diesmal finde ich es eigentlich ganz cool, weil nämlich das A24 Studio hat 18 Nominierungen und die haben ja nur gute Filme. Also wenn A24 draufsteht, dann alles. Midsommar, Hereditary, Come On war jetzt noch einer. Okay. Bodies ist meine auch von einer. Man war jetzt von einer. Also das ist lauter so geil, so arthausig ist das alles. Ja, ich kenne Midsommar und was ist noch von denen? Hereditary. Genau. Midsommar war der nach Hereditary. Genau, ich glaube, dass sogar der Swiss Army Man, glaube ich, ist auch von einer, wo der Daniel Radcliffe die Leiche spielt. Den finde ich gut. Ja, voll. Das ist eine ganz andere Art von Film, mal irgendwas Neues und irgendwie seltsam, aber cool. Wo der Brandon Fraser jetzt wieder zurückkehrt ist als Darsteller, der The Whale. Ja. Der ist auch von A24. Hab ich noch nicht gesehen. Und das Studio hat jetzt 18 Nominierungen in der Oscar-Session. Und das finde ich ziemlich geil. Und auch, dass der im Westen nichts Neues, die deutsche Produktion hat auch 9 der ist unfassbar gut. 9 Nominierungen gekriegt. Zu Recht auch. Deswegen sage ich, ist das mal wieder ein geile Oscar-Ding. Bis auf den Avatar 2, was hat der da verloren als bester Film? Fick dich doch. Der, den da eingeschrieben hat, hat noch nie in seinem Leben einen Film gesehen. Ja. Also ganz ehrlich, da im Westen nichts Neues, wenn der keinen Oscar nicht kriegt, dann Weiß ins Fernsehkasten. weil kein Schwarzer vorkommt oder sonst irgendeinen Dreck, dann kriege ich einen Vogel. Der war wirklich krass gut. Da sitzt er noch da sitzt normalerweise da, wenn du bewusst drüber nachdenkst und dann wird der ein wenig schlecht. Ja, also wie so Dodge James Ryan hat ähnliche Gefühle hervorgerufen. Aber anders irgendwie. Ich finde irgendwie dieser dreckige Erste Weltkrieg, Grabenkriegstreck ist so abgefuckt. Warum einfach nur? Ja, das Ende halt dann, wenn es dann Ja, das ist also krass. Ich mag nicht eine Spoiler. Nein, ich mag das nämlich anschauen. Hört's auf. Ja, und wirklich anschauen, auch wenn du normal nicht viele Filme anschaust, das ist eigentlich wichtig zu wissen und wichtig zu sehen. Sehr gut. Das haben wir, glaube ich, in der Realschule gelesen, oder? Wisst ihr jetzt nicht, da haben wir so Sachen wie die Wolke. Ich glaube, das mit dem Westen was waren die Wolke gleich wieder? Das war mit dem Atomunfall. Ja, diese Atomwolke, die wurde rundum da kann ich mich nicht mehr so drüber erinnern. Dass Leute evakuiert haben, weil die Atomwolke praktisch auf die Stadt und dann waren die begleitet zur Dirndl mit ihrem kleinen Bruder und ihrem Freund, oder? Die dann da irgendwie abhauen. Dann verlieren sie und... da hat es ja dann einen Kinofilm auch noch gegeben, den haben wir uns dann in den Berufsschule angeschaut. Das war so geil, lauter 18-jährige pubertierende oder 17-jährige pubertierende Vollidioten im Kino. Und dann fährt der kleine Bub mit dem Radl so, wenn wir vom Auto zusammengefahren und dann sind nicht da 60 Leute im Kino feiern das voll, wenn das kleine Kind zusammengefahren wird. Und dann der Lehrer aufgestanden, so, seid ihr alle bekloppt oder was? Nein, aber der hat nicht rechts und links geguckt. Ja, eben, der ist schon der Vollidiot. Das war so gestört einfach. Und da gibt es noch einen anderen deutschen Film. Ja, genau, an den erinnert. Das haben wir auch gelesen, genau, das will ich mal auch gelesen. Ja. Da haben wir den Film, glaube ich, geschaut. Den habe ich nicht gesehen. Aber was soll denn dann die Wolke? Was ist denn da die pädagogische Nachricht? Was weiß ich nicht mehr, was da geht. Wenn du mit dem Radl auf die Straße fährst, vorher schauen sollst. Da haben wir ganz Bier hier drüber geschrieben. Ja, und sich jemand denkt, hey, mir ist scheiße langweilig, das kann man da schreiben einen Roman über, schau nach links oder rechts, bevor es über die Straße geht. Mann, aber es gibt viele Romane, da wo nur so Scheiß drinsteht. Weißt du, ich lese nicht so viel. Scheißegal, ob es um eine atomare Verseuchung geht, aber du schaust auf der Straße links und rechts, das ist Saugrippe. Und wenn nicht, dann wirst du zapfen. Das habe ich am eigenen Leib, the hard way learned. Atomwolkenverseuchung. Nein, dass man nach links und rechts schaut, wenn man über die Straße geht. Warum hast du gestellt? Das ist 30 Jahre her ungefähr. Also gestern? Nein, nicht 30 Jahre. Wie alt war ich da? 10 wahrscheinlich sowas. Oder 8. Irgendwas zwischen 8 und 10. Ja, weiter. Wir haben einen Fangstick gespielt, Blabeldi, wir haben vom Spielplatz, dann ist derjenige ist abgehauen und ich bin hinten nachgefahren und wir haben so schnell gefahren, wie es noch gerade irgendwie geht. Ja, Verfolgungsjagd quasi. Und dann war halt da eine Kreuzung. Ah, tolle Post. Und er ist drüber gekommen und ich halt nicht. Ja. Und dann bin ich, Gott sei Dank, war ich um 1 km/h zu langsam, weil Auto kommt und ich bin so schnell wie ich fahren habe können und ich war echt sportlich. So schnell wie ich fahren habe können, seitlich in das Auto eingefahren, wenn ich ein Stück schneller gewesen wäre, hätte mich das Auto runtergefahren. Ah. Und dann hat mein Shell die Seitenscheiben zertrümmert, mir hat es oben umgewichst, dann bin ich da gelegen und habe gedacht, ich glaube, da brauchen wir einen Sanker. Das so vernünftig mit 18 Jahren. Das da brauchen wir einen Sanker. Ja, da brauchen wir einen So Sanker. ganz nüchtern, hey, wie heißt denn du? Ja, warte, ich schreibe kurz auf und dann rufen wir einen Sanker. Genau, machen wir dann schnell. Sammelst du mein Radl auf, da hinten? Geh weiter, geht's zu. Mal kurz Radl. Oder hast du gesagt, wie beim New-Kids, ist nicht so slim, Junge. Ist nicht so slim, Junge. Das ausgestellt. Kleine Kratzer im Auto. Der Autofahrer hat mich aufgestellt, ist nicht so slim, Junge. Vielleicht du bist vorgefahren. Mein kühler Grill, du Furze. Genau. Mein Seitenscheibe, Fotze, ich mach die kaputt. Ich spür nix. Ich
Ah, scheiß New Kids. Haben wir da jetzt draufgekommen? Ja, aber der wird auch mit alle zusammengekommen beim ersten New Kids-Film. Bei Dings, bei nicht die Welle, doch die Welle, da ist ja die pädagogische Nachricht sehr eindeutig. Ja, genau. Was habt ihr für Bücher in der Schule lesen müssen? Ich erinnere mich wirklich noch an die Welle und an den Siegfried mit seinem, der hat in Drachenblut gebadet, ist unverwundbar und aber da fällt ihm ein Bladel. Wo fällt es mir auf die Schulter, glaube ich? Ja, natürlich, das ist halt eine ganz alte, diese Legendengeschichte in Aber hast du Deutschland nicht den Comedy-Film gegeben, Ja, mit Siegfried? dem Tom Ja, Gerhardt, oder? genau, mit dem Tom Schweinchen. Gerhardt. Erst die linke Backe. Die habe ich nicht angeschaut. Das war witzig, das war die einzige lustige Aktion. Da wo er das Schwein nimmt und da wo die Küssen beibringen möchte, dann nimmt er das Schwein und dann erst die linke Backe, erst die rechte Backe. Das ist jetzt echt lustig, erzähl's nochmal. Ach, halt einmal. Endlich Kinder, was ist los heute frei? Ja, ist okay nicht. Ja, Ist ja eh schön. Ja. Ist ja schön, wenn es dir so gefällt, Florian. Flocki. Gib Lucky. Hab noch einen Spaß mit den Kassetten. Ja, das ist stark, das ganze Haus ist geil. Du schaust bis zum nächsten Mal im Westen nichts Neues, aber so schaut's aus. Genau. Ist auf Netflix, ist er noch auf Netflix? Sie ist eine Netflix-Produktion. Was sagst du dazu, dass Netflix jetzt dann keine Account-Sharings mehr anbietet? Ja, scheiße, also als Account-Sharing. Sitzt da irgendjemand herin, der sein eigenes Netflix zahlt? Nein. Also ich share halt vielleicht. Also ich zwei Ja, die wollen ja, es ist glaube ich noch gar nicht offiziell, ob es auf Deutschland auch so kommt, aber ich denke mal, wenn sie es bei den Amis machen, werden sie wohl gezwungenerweise dann irgendwann mal auf Deutschland auch kommen. Aber sie wollen es ja dann so machen, dass sie bieten dann die Leute, die bei dir mit eingeloggt sind, oder dass sie eher einen Account übernehmen, den eigenen und dann selber zahlen, oder dass du als Account-Inhaber ein bisschen mehr Geld zahlst für die anderen Accounts. Also am Ende kann ich das gleiche machen, dann müssen wir die anderen halt mehr Geld geben. Aber Ist das nicht eigentlich jetzt schon so, dass wenn ich, weiß ich nicht, einen Zwickel mehr zahle oder so, momentan können zwei Accounts gleichzeitig schauen. Bis Das weiß ich deswegen, bis zu 4 geht's. weil ich schaue meinetwegen auf dem Fernseher Ja, und genau. die Bürgerin schaut auf dem Laptop. Und Ja. sobald dann noch ein dritter will, geht's nicht. Genau, dann musst du das Abo größer machen. Das größte sind 4 Accounts mit UHD und so. Und ja, dann hast du halt 4 Leute, die schauen können. Und ja, wenn das Also dann ich so find, ist, dann im sind halt die gleichen 299 mehr Haushalt. gegeben. Fertig. Im gleichen Haushalt finde ich es eine Frechheit. Aber da geht's ja weiter. Wenn ich jetzt dir meinen Netflix-Account gebe, Finde ich dann auch eine Frechheit. Finde ich es irgendwie auch eine Frechheit. Ja, ganz ehrlich, wenn ich Netflix war und sage, Alter, das ist nichts Ja. anderes wie klauen. Das ist genau das Gleiche. Du gehst auch nicht her und du gehst in den Tanksterne, kaufst dir einen Schokoriegel und weil du jetzt einen kaufst, das darfst du ja umsonst mitnehmen. Aber der von meinem aber der von den beißen. Schokoriegel beißen, ja? Nein, da geht es um den Ganzen. Ja, den kann ich ja mal Nein, auch da geben. geht's ja wenn nicht ich um den mag. ganzen. Ich kann ja mal meinen ganzen Ja. Schokoriegel geben. Ich kann ja zum Beispiel, wenn ich jetzt beim Tanken war und dann einen Schokoriegel kaufe, dann kann ich ja dir schenken. Genießt du das gleiche volle Programm auf Netflix wie derjenige, dem der Account gehört? Das weiß ich nicht, weil ich habe extra Du hast ja extra Profil gemacht. Profil, ja. Nein, aber prinzipiell Ich bin so eine richtig asoziale Nomade. nicht einmal ein eigenes Profil gemacht, sondern immer bei mir mit drinnen, oder? Und ich heiße auch Admiral Anal. Und ganz witziger Funfact, seine Familie guckt da auch als ein dritten. Also immer wenn ich das Profil auswähle, steht dann da sein Name, Admiral Anal und Familie. Ich hab bei einem, beim anderen Anbieter, da kannst du das auch eventuell machen, als Scheren. Ich tue es nicht, aber wenn ich es tat, habe ich zufällig einen Bekannten, der ist Italiener und den sein Profil heißt schmieriger Mafiosi. Ich weiß, was du meinst. Ich hab dann nur zurückgeschrieben, es ist mein Profil, das schmieriger Mafiosi. Dann sage ich, ja, wessen sonst? Ah, nein, passt schon. Jetzt hast du einen auf. Geil auf. Ja. Er hat aber nicht geändert. Er hat gesagt, das wird lustig. Lass mal so. Aber ja, weil dann soll es jetzt so sein, wenn sie jetzt das machen, Aber- dass man dann mehr zahlt, dann sage ich, die Leute, die bei mir drin sind, gibt's mir die 3 Euro, was im März ist, zahlt natürlich diese Idioten fertig. Ja, genau, das verstehe ich noch. Aber die Frage ist halt, wie möchten sie das mit dem Account-Sharing dann verbieten? Geht es dann da um... Das geht. Ja, aber wie? Also, Das geht ja jetzt auch schon, dass nicht mehrere wie 3 Leute nein, das verstehe ich ja. Wenn jetzt da einer oder 2 schauen, dann ist ja okay, dann verstehe ich ja. Wenn der Dritte schauen möchte, dann sollst du mehr extra und so weiter und so fort. Aber Ja. Punkt Nummer 1 ist, du kannst ja nicht sagen, dass nur ein Account mit einmal schauen darf, wenn es jetzt du, wie du schon sagst, die Freundin und du schaut beide auf Netflix irgendwas an. Das war ja schon mal für das Geld da schon geht's- scheiße. Mir jetzt da, also wenn ich jetzt Netflix war, mir jetzt hauptsächlich darum geht, du bist jetzt du und da bist du. Ich habe aber nur eine Kundschaft. Und du gibst ihm bei dir daheim, du bist bei dir daheim, nicht im gleichen Haushalt, ihr lebt nicht zusammen, ihr habt nicht schwul, irgendwie schon, aber ist egal. not? Und du zahlst und gibst aber gleichzeitig ihm deine Zugangsdaten, damit er genauso schauen kann. Dann kriege ich von dir bloß 1 Euro, wo ich eigentlich 2 haben kann. Natürlich gehe ich her und sage, das kannst du mal vergessen. So geht nicht. Aber hat nicht Netflix sogar 2015 oder 2017 das selber beworben, dass man das Passwort teilen darf? Das Nein, weiß ich glaube ich nicht. nicht. Das war 100% nie ein sogar. offizielles Ding. Doch.
Das habe ich sogar gelesen. Ja, was liest denn du? www. Bild? Bild? Ja. Ich wollte gerade sagen, Bild ist deine Meinung? www.blödsinn.de. Ich wollte gerade sagen, aber du hast es mir aus dem Mund genommen. Der Maul. Aber ja, sollen sie machen. Wie gesagt, ich verstehe das nicht, weil das haue Das halten meine... sie einer doch jetzt vor, weil sie damals damit sogar geworben haben. Ja, Ich habe so eine glaub ich. Befürchtung, da kommt Werbung. Gibt's doch schon. Es gibt doch einen Account, der kostet nur 4,99 Bei den Amis aber noch, bei uns noch nicht, oder? Da gibt's ihn bei uns noch nicht, das Ich weiß glaube, ich nur bei nicht. den Amis, der wird... Keine Ahnung, ich hab Da noch nie ich für mich noch am Netflix gezahlt, lieben ich weiß noch da nicht mal, was das schießen, kostet. dass ich ein Geld zahle, auch wenn es nicht viel ist, dass ich mir dann auch noch Werbung bei der Scheiße Der wird anschauen muss. nicht angenommen, also das Angebot Ja, bei das, den das Amis... macht überhaupt keinen Sinn. das- Entweder ich zahle und habe keine Werbung oder ich zahle nichts und habe Werbung. Ja, genau. Dann kann ich aber auch wieder Fernsehen schauen. So wie Kopf. Das war aber cool. war gut. Das war aber cool. Das Ja, war hoffentlich ist das gescheit aufgenommen. Fernsehschau. Kommt echt drauf an, was Netflix da mehr verlangt, weil das ist dann für mich auch so ein Knackpunkt, wo ich sage, brauche ich die dann noch, Mr. Netflix. Ja. Weil so viel, so wie es jetzt ist, dann sage ich, ist das alles okay. Nein, was meinst du? Aber- Da gingen ja auch Memes rundherum. Netflix macht es vor und alle anderen Anbieter machen es nach. Und mittlerweile hat jeder Drecksanbieter seinen Scheißdreck da. Und da. Und du müsstest mittlerweile 50, 60, 80 Euro im Monat zahlen, damit du alles anschauen kannst, was mich zum Beispiel interessieren hat. Was meinst du, wie was ich viele im Monat Leute... zahle? Was meinst du? Was hab ich? Ich hab Prime, ich hab Netflix und YouTube. Premium oder was? Was ich? Bist du irre? Das kann ich Ja, auf Steuer gut, absetzen. Okay, okay. Also, so hätte ich es wahrscheinlich nicht. Nein. Aber Ja, das ganz ist- ehrlich, ich schaue mittlerweile am Fernsehen fast nur noch YouTube, weil Netflix ist nur noch Scheißdreck. Also wirklich nur noch Scheißdreck. Da schaue ich höchstens, wenn ich sehe, im Fernsehen kommt der Film und denke mir so, würde mir jetzt anschauen. Aber sicher nicht im Fernsehen. Schau, ob er auf Netflix da ist oder halt auf Amazon Prime. Ich schaue so viel YouTube und am Fernsehen kannst du diese Werbung nicht wegklicken. Und auch keinen Adblocker installieren. Zumindest nicht auf einfachste Art und Weise. Und dann habe ich mir gedacht, hey, weißt du was, Alter, wenn ich am Tag 5 Stunden YouTube schaue, dann haben mir die 11 Euro oder was kostet, interessiert mich nicht. Hab ich schon mehr für den größten Scheißdreck Ja, das ausgegeben. stimmt auch wieder. Weit mehr. Aber ich denke mir jetzt, wenn eine Werbung läuft, sage ich, nein, du kriegst mich nicht, fick dich. Schau mal lieber 3 Minuten Werbung. Habe ich auch lang ausgehalten. Aber Okay, wie eine Sau. mittlerweile steht bald dort 1 von 12 Werbungen übersprungen. Wenn Ich dein- glaube, der Akku verabschiedet sich bald. So ein Hurensohn. So Was ein ein Hurensohn. Wichser. So ein Hurensohn. Ja, das sollte man nicht Ganz passieren kurz- lassen, sonst ist die ganze Aufnahme weg. So, haben wir doch wieder da. Die Stunde ist noch nicht voll. Scheiße. So, wo wir stehen mit Netflix. Bock mir! Netflix. Scheiß Akku! Schimpft mal in die Kommentare über den Hurensohn-Akku, das ist der Wahnsinn. Und schreibt mir alle 5 Sekunden drunter, ich soll gefälligst endlich mal so ein Kabel für einen Akku kaufen, damit der nicht der Scheiß nicht mehr ausgeht. Oder die Posts vom Aiwanger anschauen. Genau, sagt uns seinen Optional auch. seinen Lieblingspost vom Eiwanger. Netflix bläht. Eiwanger. Netflix bläht. Netflix ist aus. Niet! Was schaut's momentan? Blöd. Was schaut's denn momentan auf Netflix? Was ist auf euer. Ich schaue Sword Art Online gerade. Ich bin zurzeit relativ im Anime-Fieber und Netflix hat tatsächlich ja kurz, jetzt hab ich gespuckt. Aber nur in sein Glas Dann leisten. ist ja eh wurscht. Dann ist eh wohl. Netflix hat tatsächlich ein gutes Anime-Programm, finde ich. Also, was so an normalen Programmen irgendwie abgebaut hat, haben sie dafür am Anime-Sektor aufgebaut. Lustigerweise, die Netflix Live-Action-Produktionen haben in 9,9 Fällen von 10 absoluter Scheißdreck, aber die Animes, die es produzieren, haben 10 von 10. Ich sehe. Cyberpunk, Wild. die Witcher, das ist aber glaube ich ein Film und Das ist ein keine Film Serie, gewesen, aber ist ja aber egal. wild. Castlevania. Castlevania, Oberwelt. Ja. Tekken war okay, hätte ich jetzt gesagt. Den habe ich mal im Urlaub angeschaut, letztes Jahr im Juni, weiß ich noch. Für das, was das hergibt. War okay. Genau. Weil was sollst du für, was der Prügelspei braucht, diese Story halt dein Maul. Ja, eben. Na, war okay. Haben wir die Moves cool umgesetzt und auch mit den Einschlägen, wenn das komische Zeug davor geht, also wie im Spiel. Ja, also. dieses komische Genau. Elektro-Klumper War und cool. so, ja. War Also es okay. ist okay für Tekken-Fans, ja. Ja. Aber da sage ich jetzt nicht, ja, die Serie kriegt 10 von 10. Seven Deadly Sins war am Anfang besser, finde ich, hat aber ein bisschen abgebaut. Aber nicht angeschaut, kenne ich gar nicht. War. Mann, natürlich kenne ich das auch nicht. Ach, Hast, der hätte das du schon mal ein Anime angeschaut? Ich schau ganz. Der ist ja noch Hentais. Ja, die schau ich oft. Die mit Oktopussen. Geil, Tentakel. Oh. Nein, da wo die Tentakelschlecker. Oktos nussen. Oktonussen. Ach, egal. Weiter? Halt doch dein Maul. Schmeiß Geht weiter über deine- ihm ins Bier im Kopf. Na, hör auf. Ja. Ist noch was drin? Nein, ist auch. Dann war es wurscht. Abgehauen, angestoßen. Unterm Tisch. Nein, aber das ist echt Anime-Programm. Ist für nix, da, Junge. ist gut. Hast du Attack on Titan gesehen? Ja, ist aber ja keine Anime, ist aber keine Netflix-Produktion. Egal. Ist eine Zeit lang drauf. Ist jetzt War auf jetzt eine Crunchyroll. allgemeine Frage. Aber ist geil. Der hat mir am meisten geflasht. Ich habe natürlich Bilder gekannt und so. Und dann habe ich mir gedacht so,
was ist denn das wieder für eine abgedrehte Rotze? Ja, geil. Was soll denn die Scheiße eigentlich? Dann habe ich es mir angeschaut und gedacht, das ist nur geil. Das ist wirklich nur geil. Das ist wie mit dem Chainsaw Man jetzt. Den habe ich noch nicht angeschaut, weil man da auch denkt, Alter, Nein, da denkst du also, was soll denn das eigentlich? Und dann schaust du an und der ist nur geil. Also wirklich, die erste Staffel ist jetzt durch mit 13 Folgen, nur Spaß gemacht. Tuschur. selber gesagt, wenn man beim One Punch Man denkt. Ja, den hab ich voll lang das ist das für ein Blödsinn. Ja. Der schaut so behindert aus, ein Ding, und dann ist so, was soll denn das? Er haut auch mit so einer alle kaputt. Und dann schaust du so und dann ist das super geil. Ja, voll. Also richtig gut. Und deswegen habe ich auch so lange weggebockt, weil ich dachte, was soll die Scheiße? Wie soll ich mich jetzt nicht unterhalten, wo einer mit einem Schlag alle fertig macht? Und dann schaust du und denkst, ja, okay, so unterhalte ich mich. Ja, genau so. Habe ich nicht gewusst. Habe ich auch nicht können sehen. Dann machen wir es halt so. Immer wenn er kurz besser ausschaut. Ja. Weltklasse, scheiße. Egal wie groß du bist, lauf. Stark, ja. Vor allem die Geschichte, wie er zum One Punch Man geworden ist, ist so geil einfach. Und warum ihm deswegen Tor ausgefallen ist. Ja, es ist einfach so dumm geil einfach. Ich will keine Ahnung. Deswegen mag ich das so gerne. Bei Chainsaw Man ist ja auch so geil. Der Typ, der zum Chainsaw Man wird, der macht ja das alles nur, damit er Titten krapschen darf, damit er schmusen darf, damit er mal mausen darf. Das sind seine einzigen Beweggründe, die er hat. Das ist so muss man noch. Den gibt es aktuell auf Netflix. Nein, der auf Crunchyroll. Hab's mir angeschaut. Das ist der Anime-Stream-Service. Ja, wollte ich gerade fragen, ja. Da ist ja der Rest jetzt von Attack on Titan drin, weil Netflix hat, glaube ich, nur die erste Staffel gekriegt. Ich habe auch nicht mehr gesehen wie die erste Staffel. Ja, genau, da ist der Rest jetzt ist auf Crunchyroll drin. Guter Anbieter. Mengen. Ja, ist nicht meins so dann. Ne? Ja, so. Also das wird nicht mein Anbieter. Gibt es aber sicher einen Anime über Biathlon. Und über Handball gibt es auch einen. Auf Netflix ist sogar einen über Handball. Ja, es gibt auch einen über Volleyball. Schon nur die Kickers. Ja. Nur die Mila, Kickers. Superstar. Ja. Ja, nur die Kickers. Mila, da habe ich sogar den Manga gelesen. Hey. Fujiyama. Von Mila kann machen, was sie will, was noch keiner. Was du jetzt mit meiner Latten? Ich weiß auch nicht. Die werden auf alle Fälle später woigeln. Mann. Latten. Latteln. Latteln werden wir was. Das haben wir nochmal gelatteln. Auf den will ich zum Latteln. Dead-Jokes. Ja, so richtige Dead-Jokes mit euch. Ja, bringen wir in unser Alter. Ja, nein, das dauert noch 15 Du Jahre. hast nicht so lange. Jetzt geht steil bergab, Florian. Da ist Schluss mit jeden Freitag und Samstag saufen wir geistig Behinderte. Das wenn es nicht einreißen lässt, dann ist da nicht Schluss. Das ist Nein, wir halten halt einfach nicht so umeinander. Ja, ich habe ein Wochenende Pause gemacht, war vorbei. ja, das darfst du nicht tun. Ja, Also, ganz schön dumm. am besten noch mal Mittwoch auch noch mal reinhauen. Zur Sicherheit. Ja. Mittwoch zwischendrin mal so Zwischenreischau. Ja. das geht sicher. Bergfest feiern. Halbzeitreischau. Ja. Klassische Bier-Mittwoch. Ja. Feit nix. So mit Gin Tonic Dienstag. Syri Donnerstag. China Biathlon. Rüschel Donnerstag. Eishockey Freitag. Boah, der ist aber immer hart. Ich war vor 2 Wochen ja in Straubing. Und Gehen wir irgendwie ins haben wir Eishockey. immer in Straubing und gehen wir da zum Essen und letztes Mal waren Gehen wir mal ins voll- Eishockey. Ich scheiß aufs Lass Eishockey. doch Der mal ganze hingehen. scheiß Hang ist voll von irgendwelchen scheiß Mongos in einem Drecksdress und alle haben die Legendary Runden, weil sie jetzt mal verlieren. Also behindert, der ein Vierter. Ja, warum gehen sie dann alle so aus? So, meine drei Weil sie nicht mehr reden können. So, aber alle steigen sie in ein Auto ein. Herzlichen Glückwunsch. Das hat nichts mit Ja, das hat Menschenhandel damit zu nichts tun. zu Ja, echt. Das sind Meine zwei Eltern Paar gegenüber- Schuhe. Bei meinen Blake. Eltern gegenüber ist ein Wirtshaus. Und da hat nur eure Leute drin. Also eure Leute meine ich jetzt mit 60 aufwärts. Cool. Und du brauchst nicht meinen, dass da irgendetwas sein Auto stehen lässt. Sag ich jetzt einmal so. Aber ich bezweifle ganz stark, dass da wirklich Onkel Jerry und Opa Heinz, dass die Und der Onkel zwei- Werner, den darfst du nicht vergessen. und der Onkel Werner, dass die... Hätte fast keinen Auftritt in der Folge gehabt. Alter. Ah, ich meine, was vergessen, ja. Der Vater wird besoffen haben, der Onkel. Der fährt dann Ja, zum aber dass Kindergarten. da rein. wirklich irgendetwas von denen sagt, okay, Der macht durch bis zum Aufgehen und bringt Kinder in den Kindergarten. Ja. Macht dann einen Schülerlotse in der letzte darf mit dem Der ist heimgehen. der Busfahrer vom Kindergarten. ja, aber du brauchst nicht meinen, dass du irgendetwas freiwillig, also da macht keiner Fahrer, sondern die fahren halt alle. Also macht jeder Fahrer. Da macht jeder Fahrer, aber da trinkt ja Also wenn jeder, du der Adresse noch sagst, dann steht nächstes Mal ein Zivilpolitoten, das garantiert. glaube ich nicht. Nein, sag's lieber nicht. Es weiß ja eh kein Mensch, dass Dass die alle besoffen heimfahren offensichtlich. Das war die Katz, glaube ich, die einfach Vollgas gegen den Balkon gesprungen ist. What the fuck? na, Aber das soll übrigens jetzt auch keine Werbung sein, dass man so verfährt. Das machen nur Arschlöcher. genau. Das ist übrigens, das meine ich auch tot ernst, ja, das und machen eure wirklich Leute, nur ja. Wichser und Arschlöcher. Wer mit mehr als 6 halbe fährt, ist ein Hurensohn. Oder 6 ist vor der Grenze, oder? Nein, die du dabei hast. Ah, jetzt Zum sowas. Nachglühen. Ja, jetzt. Nein, also das ist echt, Nein, das macht geht man nicht. nicht. Tut man Geht nicht. nicht, tut man nicht. Nein, Das macht nur Hurensohn. kein Alkohol am Steuer. Ja, und dann ist das Geile, weil übereinander jammern, wenn ihnen der Führerschein genommen wird. Ja. Das finde ich aber Weiß so nicht, was geil. da zum Jammern gibt. Eigentlich sollten sie da deinen Lebtag lang nehmen, du Ich Mongo. hab eh gerade 3 oder 4 halbe gehabt. Ja, und dann sind halt einfach 3 oder 4 2 gewesen, du Vollidiot. Du weißt ja, wie viel das trinken darfst, damit du fahren kannst. Also, Am besten 0, wenn es nach mir geht. ja, 0. das Ding Ja, im gut, Eimer. dann- Zero. Dann bleiben wir halt einfach da halt.
Okay, sagen wir eine. Ja, hast Glück gehabt. Ich muss nicht da bleiben. Da stinkt's. Machen wir wie früher, Spucken. frag deine Leute, ob ich halt bei dir übernachten darf. Ruf du. Geil. Ja, Dann haben wir alle da und haben in seiner 64 wenn du meine Mama fragst, Fuck, das dann mag ich jetzt sagst du machen. eher ja, als wenn ich es frage. Also im Schlafsack, jeder vor dem Röhrenfernsehen, Geil. jeder ein Teller voll Fressalien und was zum Trinken. Ah. Leg fest. Red Bull Cola zum Aufbleiben, Bier zum Oberkommen. Eben die Wir haben mal Schnupftabak gehabt. Da waren wir echt 8 oder so. Das war braucht, ja. Der am Gras eine Rotstag gegangen. Ja, das also- war mittelmäßig geile Idee. Ja, das haben wir auch mal gemacht. Da waren wir zum Beispiel in der Eingeschmetzelt. 8. Klasse war das. glaube, hat jeder Und dann ist es losgegangen mit, ich zieh so allein und du ziehst so allein. Und dann, ich war Rekordhalter mit Lein, so lange wie die Schütting war. Und es war nicht geil. Also mir hat die ganze Gesichtshälften, ich glaube, so fühlt sich Koks noch. Auf deiner Blitz ein bisschen. Ja, ein wenig. Und dann war halt so der Schluss, war dann so, länger können wir es jetzt nicht mehr bauen. Dann haben wir es einfach das Real in das Backel eingesteckt und so rausgeknüpft. Hätte es wie Snake gemacht und mit Kurven Ja, geknüpft. So. ja, das war halt alles einfach nur Aber dumm. das war real schon erst 8. Klasse, die Kinder von der 10. Erst ab der 10. darfst du dann um Kurven Da war schnupfen. es halt dann auch kein Schnupftabak mehr. Sondern Kreide. Schnupftabak ist ein Phänomen, das kann ich nicht begreifen. Das ist Nein. einfach Nein, aber nur. trotzdem waren wir ständig da. Ich habe auch eine Phase gehabt. Es ist immer nur im Volksfest, da Ja, hat da genau. vor mir einer dabei. Dann muckt einer schmeißt mir. Du bist ja schon vorher Genau, dann steht wieder da und Ja, genau, und die ganze Letten da, Letten überall, in die Aber Finger, in den das ist Nosen, eine im gute Maul. Vorbereitung für den nächsten Tag, wenn du mit dem Bierschiss auf der Schüssel hockst, weil die ganze Speien und braune Futzel rausholen. Wenn du das Handy vergisst, dann machst du Nosen Aus dem sauber. Arsch oder aus den ich Nosen? wollte gerade Beides. anfragen, danke. Beides. Bisschen Ich was hab von total Seite A und bisschen schlechten was von Witz Seite B. Nur für die. Du bist ein Arschloch. Aber Ja. wer nach dem Volksfesttag irgendwelche Breckerl aus dem Arschloch rausbringt, der hat nicht gescheit gesoffen. Will ich jetzt mal behaupten. Das ist halt Ja, aber der wirklich- Döner löst sich ja nicht in Luft auf, den du gefressen hast. Ja, aber beim der wird Heimgehen. halt einfach flüssig. Den du so gefressen hast beim Heimgehen. Ja, wenn du überhaupt irgendwas ins Maul gekriegt hast. ist ja gut. Ist ja gut. Der Döner ist so gut. Und am nächsten Tag auf Nacht erzählst die Jungs, wie du das geschmust hast. Dann machst der Döner vom Ali. Davor sitzt steht er davor, der Dönerkönig reibt sich die Hände, weil er eingeschleudert hat. Alles schon vorgekommen. Der Ja, Apfel- da haben wir schon mal drüber Der geredet. Apfelkuchen der Integration. Mir ist scheißegal, was du da Friss nicht meine so Wichse, du. Es steht er dahinter, der Ahmed und denkt sich, friss meine Wichse, du dämliche Kartoffel. Tüften. Tüften. Bist du Ich glaube nicht, dass der der Ahmed Tüften Jo, sagt. das am Tüften, das sagt jeder. Seiten Samweiß Gamchi. Gut. Wer ist denn das einmal gern? Das weiß ich nicht. Gott, du bist ein Vollidiot. Das ist unfassbar. Ja, ich geht's. Das müssen wir aufhören. Bitte, ja. Ja, Da müsst ihr endlich aufpasst. Das nervt mich so Das viel. ist auch Außerdem muss ich brunzen wie der Ochs. Na, aber der wird Weißt du, der Eis, weißt du, du so viel getrunken Das hast? ist ja Fuller? das, ja. Normal hätte ich jetzt im Volksfest hätte ich jetzt einen Hagelstecker dabei, den ich im Mund und Fuß nicht tue. Und dann Haben wir auch schon mal brunzen. drüber geredet. Da. Aber bei dir darf man nicht den Da Rauch wollen und wir einen jetzt reinbrunzen. ja, da wollen wir jetzt so sein. Wenn es am Mongo. Volksfest oder sonst wo, wenn es Furt hat, aufs Klo geht. Habt ihr da ein Problem beim Pinkeln oder nicht, wenn neben euch einer steht? Phasenweise habe ich das. Das war tatsächlich Ihr habt phasenweise. das immer nur nüchtern. Das ist so kein, also, ja, nicht Ich Guilty gehe so Pleasure gut oder wie so. immer in die Kabine rein wie zum Pissen. Da hab Immer. ich, Ja, da habe ich auch kein Problem in der Kabine. also ich hab da so, ja gut, aber Darum weiß ich nicht, ob ich Probleme habe, wenn ich zwischen 200 ich hab da Leuten zum stehe. Beispiel zwei Kumpels. Offensichtlich hast du es schon weit, deswegen gehst du in die Kabine. Ja. Ich hab da keinen Bock nicht drauf, dass ich mir für irgendwelche besoffen Vollidiot von hinten anpissen, von links oder rechts anpissen oder ankotzen Das ist in lasse. meiner 30-jährigen Trinkkarriere nicht einmal Ist passiert. mir wurscht, es spielt in meinem Kopf, spielt das eine Rolle und deswegen gehe ich Aber wenn du ins jetzt, Kammerl und hab mehr Ruhe. wenn du jetzt beim Pinkeln stehst, es gibt doch diese Grundregel, wenn du so 5 Toiletten haben, dann Ja. geht einer an die erste, einer an die dritte und einer an die fünfte. Ja. Ja, genau. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, du stehst auf Position Nummer 3 und es geht einer, ein vierter Mal eine auf Position Nummer 2 und du hast gerade ausbackelt und möchtest anfangen. Ja, dann ist erst einmal. Aber nur im nüchternen Zustand. Hast du 4 Bier, ist wurscht. Ja, das ist wurscht. Tatsächlich. Mir geht's Es ist dann immer mehr wurscht bei 4 Bier, deswegen passieren Nein, aber da gerne das- komische Sachen, die ohne 4 Mir Bier geht es nicht dann so wie passieren. beim The Dark Knight, hast du gesehen, oder? Also ja, Am Schluss mit dem Joker, wenn es dann darum geht, wo er dann sagt, jetzt explodiert dann eins von den Schiffen, weil er nämlich beweisen möchte, dass das. Und dann, so geht es wieder beim Pissen. Da steht da und dann habe ich so einen Joker im Kopf und dann so, and here we go. Und es passiert nichts. Ich denke mir so, warum jetzt halt wieder? Aber hey, oui. vor allem ist dann dieser peinliche Moment, wenn du dann da stehst und es tust, als wenn du pisst hast, dann schüttelst du noch. Nein, das musst du dann gehst ausstehen. du raus. Das darfst du nicht da. Da musst du dann einfach da stehen bleiben und so, ja, brauch ich dann länger, du Arschloch. Nein, ich gehe dann meistens, dann gehe ich meistens wieder raus und warte, bis der neben mir rausgeht und dann gehe ich rein. So, ja, jetzt, ich muss ich nochmal. Ja, genau. Aber ich hab das- ich ich weiß vergesse nicht, so ein so bisschen, dumm. ups. Ich weiß nicht, an was das liegt, gibt es mich so phasenweise.
Ich hab das ein paar Wochen, so ein paar Wochen lang kann ich das nicht. Und dann ist mir wieder scheißegal, dann pisse ich mir in die Hosen neben dir. Das interessiert mich nicht. Aber Da wird das zwei Freunde, wo die das wirklich gar nicht kennen. Also einer, der geht tut Schuhe immer auf die Sitztoiletten. Immer. Der kann es gar nicht anders. Und einer ist das also phasenweise. Ja. Aber Ich kann es nicht beurteilen, deswegen- das ist, weil ich immer in das Also Kammerlein eigentlich gehe, da habe ich meine Ruhe, meinen Seelenfrieden, ich kann so lange brauchen, wie ich will. Nichts mehr ins Das ist Juli alles hauen. Schaust du aus, du gehst Bier, ich muss scheißen. Dann sag ich muss auch scheißen, nicht den Mal scheiß von Klofrau, was weiß ich. Vor die Klofrau. Scheiß auf Klofrau, was weiß ich. Nein, die hat die nicht arme leicht. Frau. Die arme Frau. Warum ist das eigentlich eine Klofrau? Und, Ja? ja. Weißt du, Wenn es eine Frau ist, dann ist es eine Klofrau. Ja, aber warum hast du eine Klofrau? Warum eigentlich? beschwert sich denn da keiner über die Männerquote? Verstehen? Ich finde das traurig, ja. Wir haben aber Männerquote gehabt im Dachauer Volksfest letztes War Jahr. der Da Klomann? Da waren zwei und das war geiler, der war nämlich wie ein Ausrufer auf dem Fischmarkt. Kommst rein, hier machst du jetzt 50 Cent, ja, und dann der nächste, Kim, wo bist du hier? Eine große Toilette, 1 Euro. Und der denkt, was ist denn das? Das ist echt sau lustig. Ich möchte lieber da sitzen und Bier saufen, als auf dem Bier weg. Das ist ein geiler Aufwisser gewesen. Servus Kollege, was machst du? Pissen? Okay, 50 Cent da rein. Was musst du scheißen? Gibst 1 Euro? Ich weiß nicht warum, aber ich muss gerade spontan dran denken, dass wir mir mal irgendwann, ich weiß nicht warum, weil jetzt die Klofrau und den Typen da im Kopf habe und dann sehe ich uns mit 16 auf irgendeinem Baumfestel sitzen und dann haben wir uns am Eingang hingeguckt mit den Bierbängern und haben wir so, also der Stift ich weiß nicht mehr warum, also Stift angelegt und so Papierteller und hat da so einen Kack vom Eingang halt, dann haben wir uns hingeguckt und haben Nummern auf die Teller aufgeschrieben. Wie geil, Und bitte. jedes Weiberlein, das vorbeigegangen ist, haben wir halt Nummern verteilt so. Da haben Okay, wir das ist fast sehr sehr stark, viel Schläge kassiert von manchen ist- Begleitungen, aber Aber es Sehr war's stimmt wert. tatsächlich. das war ein Riesenspaß, ja. Da habe ich schon, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr drüber nachgedacht. Geil. Das kannst du ja ungefähr hingehen, 20 Jahre, ja. Und mit 17 bist du behindert. Das ist wie dieses Bauarbeiter. Nur mit Zahlen. Ja, nur mit Zahlen. Ja. Malen, Bitches nach Zahlen. Was? Das ist nach Zahlen. Und heute ist der Grundkurs für Bitches für Zahlen. Schau, was laut gewinnst du, 50 Gramm Kartoffel! Hat die bitte einen Reifenhintern? Das ist schon mal mindestens eine Dry. I like big butts and Gehirnlein. Hat ja der Frauenarzt schon gesagt, hast du keinen Booty dann runter von der Bühne, oder? Frauenarzt. Frauenarzt. Arsch und Titten. Arsch und Titten. Und ich finde es sau lustig, dass jeder Arsch. sofort nach dem ersten Arsch sofort mitmachen kann. Super. Titten, Hat alles erreicht, der Typ. Titten. So, und wenn Ja. Arsch und Titten nicht das perfekte die Schlussweisheit ist, dann weiß ich es auch Plädoyer. nicht. Ah, Genau. größte Weisheit des Abends, Arsch und Titten. Da die auch sagen, auf alle Geil. Fälle, ja. Na. Wir nehmen die Folge Arsch und Titten. Arsch und Titten. Geil. Und Strike Also auf richtig- YouTube kassiert. So. Nein, glaube ich nicht. Wir nehmen es nennen die 1,8 Larpen. Ich weiß nicht mehr, was nennen. Irgendwas mit Larschpen. Larschpen und Titten. Geil. Irgendwie so. Ja, lassen wir schon was Dann lassen wir schon was einfallen. einfach, du bist ja kreativ. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte lassen Sie einen Like da. Schreib irgendwas in die Kommentare. Irgendwas, erzählst mal ein wenig eine Geschichte. Keine Ja, Ahnung. Flocke mit 3G. Ja, Flocke mit Nein, 3G. das lassen wir. Lassen wir ein Like da. Abo da lassen, Glocken aktivieren und auf alles stehen. Nicht Tu es bloß die die. Hälfte. Weißt du selber, Tu was es, es brauchst ist. du nicht. Merci, Kani. Fettsack, Hurensohn. Merci, Florian. Danke. Gerne. Warum hat er nicht den Namen mit? Ja, ich bin Flock, ja. Weil er der Flocki ist. Das Ja, ist stimmt, viel ja, schlimmer wie ein Hurensohn. das stimmt, ja, das So, und ein Schlagzeug. Bis zum nächsten Mal. Harvey. Tschüss. Okay, bye. Have a great time.